Es pfifft, es trommelt und es schränzt. Ein unverkennbares Zeichen, dass die Fasnacht läuft. Hier in Basel, seit dem 4 Uhr morgen, seit dem Morgenstreich, hat sich die Stadt komplett verwandelt, wie immer auf einen Schlag. Und jetzt sind wir hier, die Farben von dieser Stadt, die Musik und natürlich Tausende von Geschichten, die die Fasnacht liefert. Ja, wir sind mitten hier am wunderschönen Rhein auf der Kleinbasel-Seite, gerade am Ende von der Mittleren Brücke. Alle zusammen und herzlich willkommen zu der Strassenfasnacht 2026. Der Umzug, oder wie wir hier streng natürlich sagen, der Cortège. Wir freuen uns auf gute 2 Stunden live auf SRF 1, wo wir alles werden sehen, mit Klicken natürlich, gucken, Wegen und all die kleineren Formationen. Und nicht nur in der Deutschschweiz übrigens, sondern in der ganzen Schweiz, dank meinen lieben Kollegen von Welschland und vom Tessin, der Fabrizio Casati vom RSI. Che bello che sei ritornato! È bellissimo, grazie a te Filippo. Noi siamo qui per raccontarvi di cultura, di tradizione, di un carnevale che è davvero la storia del nostro paese. Parliamo di un carnevale che fa parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO e che quest'oggi, ve lo dico, davvero vi racconterà cose uniche e incredibili. Con noi c'è anche Jean-Marc Richard, ça va bien? Ça va bien, je me réjouis de partager avec vous deux ce carnaval, avec vous aussi mesdames, messieurs. Heureux de partager ce carnaval, non seulement parce qu'il est au patrimoine de l'UNESCO, pour son Morgenstreich, mais bien sûr pour son cortège. On se réjouit de découvrir les thématiques, les clics, les Guggenmusik. Un carnaval qui nous ressemble et, comme vous pouvez le constater, qui nous rassemble. Oh. Ja, das sagt der wunderschön Jean-Marc Richard, natürlich die Fasnacht. Die verbindet uns, die verbindet alle, die hier in irgendeiner Form aktiv mit dabei sind. Und natürlich heben sie es für Weltkulturerbe von UNESCO, natürlich Basler Fasnacht. Und die beiden haben natürlich mir etwas voraus. Der Fabrizio jetzt ist schon das 2. Mal und Jean-Marc Richard schon gefühlt 100. Fasnacht hier in Basel. Vielleicht haben wir mir noch einen Tipp. Consiglio per me. Solo divertire. Ti diverti te, ti divertono tutti. Tranquillo. Okay. Spaß haben. Wenn ich Spaß habe, haben Sie es hoffentlich auch am Fernsehen. Und ja, wir freuen uns. Euch ganz eine schöne Fasnacht. Grazie, anche a te. Merci, bonne chance. Merci. Und natürlich können Sie verfolgen auf RSI und auf RTS. Und damit ich nicht ganz verkitzle von Nervosität, von Aufregung, habe ich natürlich einen Mann mit ganz viel Erfahrung und einem riesigen Fasnachtsherz. Es ist der Simon Thirier. Schön bist du. Morgenstreich hast du gut erlebt, bist fit? Ich bin fit wie ein Womfried, sagt mir der Name. Nein, natürlich nicht. Der steckt einem noch ein bisschen in den Knochen, der Morgenstreich. Aber ich freue mich wahnsinnig auf den Cortège. Wir haben toll Wetter. Wir haben, glaube ich, in den letzten 10 oder 20 Jahren noch nie so viel toll umgesetzte Sujets gehabt. Also das können nicht nur wir, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer auf wirklich etwas freuen. Wir freuen uns wirklich sehr sicher mit jetzt hier die gute 2 Stunden Cortège. Und der Morgenstreich, der steckt noch bei einigen hier auf der Brücke in den Knochen. Und die Bilder dazu gehen wir jetzt gerne noch mal ein bisschen anschauen. Achtung! Bleiben der Morgenstreich! Die Alte! Vorwärts! Los! Vor! Also jetzt haben wir nichts. Der Morgenstreich traditionell am 4 Uhr morgen losgegangen. Der Moment, wenn man in der Stadt ist und das erlebt, als Aktive oder als aktive Fasnächtlerin oder natürlich auch, wenn man als Besucher ist, heute Morgen die Stadt wirklich bumsvoll gewesen. Der Moment, aber, wo man so miterlebt, wie die Clique sich konzentriert, bevor es den 4 Uhr schlägt, die 2 Minuten bevor es schlägt, da habe ich, wenn ich jetzt wieder davon rede, gerade sofort wieder Hirnhaut. Weil es so ganz ruhig ist, gell? Es ist, man merkt wirklich, jetzt geht es dann los. Also die Nadeln hörst sprichwörtlich fallen, wenn du jetzt würdest haben. Und jetzt freuen wir uns wirklich auf den Cortège. Aber der Morgenstreich, wie hast du erlebt diesmal?
Ich habe mal etwas ganz anderes gemacht. Ich glaube, das erste Mal seit 40 Jahren. Ich bin als Zivilist gegangen. Nicht mit meiner Clique. Jawohl. Kannst du das? Ich habe es einfach gemacht. Nein, es geht darum, es ist ja, weißt, wenn du eine Larve hast, dann siehst du nicht wahnsinnig viel von deinem Morgenstreich. Du siehst die Clique so. Oder läufst in einer Clique hinter drin. Und wenn du das aber als Zivilist irgendwie an einem Ort in der Stadt machst, das ist dann nochmal etwas ganz anderes. Da siehst du wirklich 100 Meter weit Laternen angehen, Licht abgehen, die Ampelmajore schreien. Also das ist, macht das nicht jedes Jahr jetzt, aber es ist wirklich ein super Erlebnis. Also hast du auch als passiver quasi Hirnhaut-Moment gehabt? So. Ja. Wobei es ist ja relativ warm, es ist sehr schwer zum Hirnhaut zu bekommen. Wetter natürlich gehört immer ganz stark dazu. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Es war trocken am Morgenstreich. Also ein paar wenige Tröpfchen hat es gegeben. Aber bis jetzt wirklich ein riesiges Glück. Das Einzige, was ist, es windet ein bisschen hier auf der Mittleren Brücke. Und das kann natürlich zu einem Problem werden, je nachdem, wenn du eine grosse Laterne hast oder auch einen Wagen mit viel Aufbau. Wenn du auf dieser Brücke bist, dann bloß dann zum Teil recht. Und da muss man die Laterne zum Teil wirklich festheben, dass die nicht kippt. Ja, natürlich. Schlimmstenfalls ein Reingeht. Das gibt es aber nur ganz selten. Ja, ich möchte mich nicht erinnern, dass man sie in Rotterdam mit holen musste. Ja, wir freuen uns wirklich auf all die Klicken und die Wege, die durchkommen. Natürlich, wenn auch die erste größere Klicken im Anmarsch ist. Ich glaube, da hinten sieht man schon die Taube, Friedenstaube, die quasi wie vom Himmel geht. Zuerst jetzt aber noch einen klassischen Wackiswagen. Die Wackiswagen, das sind die das Publikum bedienen, also die Sachen rausgeben. Das können Bierbüchsen sein wie hier. Meistens sind es Täfeli, Orangen natürlich, Mimösli. Die sind natürlich ganz wichtig für den Cortège, quasi wie ein Magnet. Also die das ist echt das, Jüngsten, die Zuschauer lässig finden. Natürlich, also. ja. Also man hat Freude, eine Orange zu fangen und genau. Die Kleinen natürlich, die Täfeli wollen. Und dann, was schreibt man immer, wenn man unter einem Wagen steht? Wackis gibt man XY, was du halt willst. Vielleicht bekommst du es dann auch, wenn du richtig viel Glück hast. Mal schauen, vielleicht schaffe ich das im Verlauf dieser 2 Stunden mal dir eine Täfeli holen oder Orangen oder so. Wunderschön. Wir sehen hier die mittlere Brücke jetzt von oben. Wir sind direkt oberhalb vom Kapelle-Joch. Wir sehen hier schön von der Route her, wie hier die 2 Routen ja entgegengesetzt laufen. Wir tauchen jetzt wirklich zusammen ein in die Fasnacht, wo man sich ja so fest freut, ein Jahr lang. Und endlich ist sie da. Wir tauchen ein mit der ersten grösseren Clique, die hier im Anmarsch ist. Es sind die alten Steinlermoor. Ihr Sujet ist Krieg um Frieden. Das ist so eine Anlehnung an Tolstoi. Krieg und Frieden. Krieg um Frieden. Und was haben Sie sich da überlegt? Hier sehen wir noch ganz kurz ein Bild. Die Laterne von der jungen Garde, weil die Steinlermoor, die laufen alle zusammen. Die junge Garde, die wird 100 Jahre alt. Sie haben aber das gleiche Sujet, spielen ja, das alle ein bisschen anders aus. Und speziell ist nicht nur die umgekippte Friedenstaube, sondern auch der Zedel. Der Zedel ist quasi zweiteilt in einem Himmelteil und in einem Höllteil. Beim Himmelteil heisst es einmal, was muss das für ein Engel sein, dort zu Washington D.C. 8-mal hat er in seiner Pracht auf dieser Welt schon Frieden gemacht. Geht es aber direkt über in den Hell. Doch kritisierst du den Typ, noch startet er Krieg und sagt, du seist entartet. Hass und Verachtung ist sein Spruch und jeder Staatsmann legt ihm nach. Und es ist kein Zufall, dass wir mit diesem Sujet eigentlich schon bei dem Thema sind, das die Fasnacht bewegt in diesem Jahr, das Jahr 2026, wo man natürlich zurückschaut auf eben die wirtschaftlich angespannte Situation, auf Krieg und auf das alles, wo man sagen, die Welt steht Chips. Wir könnten nicht sagen, in diesem Jahr gibt es 15 Top-Sujets, sondern es gibt eigentlich mehr oder weniger ein Top-Sujet, nämlich die Weltlage. Das war letztes Jahr ähnlich. Es ist einfach faszinierend, wie verschieden die Weltlage ausgespielt wird. Wir haben hier die alten Steinlermoor, die zum Teil Engel sind, dann werden sie aber zu Soldaten, zu Kriegern.
Also ganz viele fantasievolle Ansätze, die es hier bei diesen Klicken gibt. Ja, das werden Sie noch sehen und spüren. Das sind wirklich Sujets, die um die Haut gehen, die bewegen. Aber für das ist die Fasnacht halt eben auch da, um genau dort anzuzeigen, wo es eben gerade im Moment wehtut. Das ist eine wichtige Rolle von der Fasnacht. Oder einerseits die Obrigkeit zu kritisieren, aber eben auch den Finger auf die Punkte legen, die die Leute beschäftigen. Man sieht jetzt hier, da sind sie noch auf Blech am Hauen und ich glaube, nicht alle, die hier mitspielen, oder ist das der Vortrag gewesen? Nein, das sind... Da ist man schon da so zum Beispiel. Genau. Mit in der Clique mit einer Pauke, was man sonst nicht sieht in einer Clique. Das ist gerade bei den alten Steinern ist das schon fast eine uralte Basler Tradition, dass die oftmals nicht mit Trommeln und Pfeifen klassisch gehen, sondern weil sie eben immer ein bisschen verrückte Sujets haben. Hier schlagen sie jetzt am Blech, der andere hat eine Pauke, eine Kriegstrommel vielleicht. Da muss aber auch eine Clique sein dafür. Da muss eine Clique sein, die sagt, jawohl, wir üben das ganze Jahr lang unsere Fasnachtsmärsche, spielen die dann aber an der Fasnacht, zumindest am Gortest nicht. Sie spielen sie dann zu oben wahrscheinlich schon. Aber das macht nicht jede Clique mit, so etwas. Ja, da geht es halt einfach um die Stärke des Sujets ausspielen, um die Kunst. Aber ich kann mir jetzt noch vorstellen, wenn du jetzt gerne trommelst oder pfiffst, dann kann dir das zwischen ihnen doch ein bisschen stinken, oder nicht? Wie hättest du es persönlich Also mir würde das auch ein bisschen anschnäckeln, ja. Aber ich meine, du musst einfach als Clique, das ist das Tolle, es gibt so viele verschiedene Clique und da musst du die einfach finden untereinander. Um das geht es, glaube ich, auch. Das ist auch ein grosses Thema an dieser Fasnacht. Oder eben ein Sujet, dass man sich zusammen findet, auch wenn man gegensätzliche Meinungen hat, dass man irgendwie sich zusammen tut und mit dem auseinandersetzt. Ich kann es nicht genug sagen, es ist wirklich schön mit dem Wetter. Die Sonne scheint. Herrlich. Das hat letzte Woche ganz anders ausgesehen. Oh, ja. Also wenn man mit den Luzerner Fasnächtlern redet, wenn die schon wieder reden können, ja, das nach ihren Verkältungen, die sie sich durch sintflutartige Regen beizogen haben. Also da haben wir das Jahr wirklich Glück gehabt. Ja, und wir mögen es euch gönnen, wenn ihr nächstes Jahr dann auch wieder ein So-Wetter habt. Mindestens ein So-Wetter. Hier kann man sagen, Schiff Ahoi. Mit den Muckedatschen, die hier jetzt ins Laufen kommen. Und einem schönen Leuchtturm als Requisit. Das tust du mir gerne erklären, was ein Requisit ist. Das hat man meistens dabei als Klicken, oder? Ein Requisit ist auch nochmal eine Spielform. Du hast eine Laterne, die du das Sujet ausspielen kannst. Du hast den Zedel, den das Sujet ausspielen kannst. Und du hast natürlich das Requisit. Da ist jetzt ein Leuchtturm, der zu diesen Matrosen hinten dran passt, die einfach nochmal ein besonderes Element im Zug sind. Ihr Sujet da spielt ein bisschen darauf auf das vergangene Jahr zu Basel, wo wir ja mit dem Eurovision Song Contest oder der Women's Euro ganz viele verschiedene Grossanlässe hatten, die zum Teil in einer sehr kurzen Zeit entstanden sind. Und sie sagen, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, auf dem gleichen Schiff sind, dann klappt es eben. Das steht auf dem Zedel. Ein Zedel, das man übrigens als Schiff nicht zusammenfalten kann. Sehr originell, nicht nur so ein Papierschiffchen. Ahoi Matrosen, jetzt müsst ihr hören. Wenn du und ich miteinander arbeiten und sich alle an Bord zusammenraffen, schaukeln wir zu Basel jedes Schiff und haben es so meisterlich im Griff. Schöner Zedel, vielleicht für all die jetzt aus der Ostschweiz oder Mittelland oder so zuhören. Zedel, das gehört zu jeder Clique eigentlich dazu. Nicht nur Clique mit Piccolo und Trommel, sondern auch Wagenklicken haben die, wo sie ihr Sujet praktisch jede von diesen fast 500 Einheiten macht einen Zedel. Das finde ich etwas Fantastisches. Da gibt sich jede einzelne Einheit oder gibt sich Mühe und probiert ihr Sujet in gereimtem Versmaß vorzutragen. Das klappt zum Teil klappt es ein bisschen weniger. Aber allein, als man sich die Mühe nimmt, da sieht man noch mal so ein bisschen, wie viel Herzblut in dieser Fasnacht steckt. Egal, ob du eine grosse Stammklicke bist, eine kleine Stammklicke, eine Guckenmusik, ein Wagen, eine Chaise, was auch immer. Du hast eigentlich einen Zedel und machst die Mühe dazu. Das ist
eine von den vielen schönen Sachen an der Basler Fasnacht. Rund 200'000 Besucherinnen und Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet. Schätzungsweise sind es so knapp 12'000 aktive Fasnachtlerinnen und Fasnachtler. Und die sind auf der Route. Die schauen wir uns jetzt gerne mal an. Der Cortège. Warum sagt man in Basel eigentlich Cortège, Simon? Es ist kein Umzug wie ein Umzug, weil 6 Leute hat einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und ein Cortège geht eben, wie man es jetzt hier sieht, eigentlich rundum. Und man weiss aber nicht so recht, wer auf welcher Route läuft oder an welcher Stelle von der Route läuft. Beim 6 Leute, da weisst du, Zunft 1 ist vorne, Zunft 2, dann hast du eigentlich ein Programm, wer durchläuft. Und da bist du doch immer ein bisschen überrascht, wer jetzt gerade den Weg über die Route gefunden hat. Ja, wir sehen hier, eben, dort, wo das SRF-Logo ist, dort sind wir. Das ist der Standort von unserer Live-Übertragung auf SRF 1 am Ende von der Mittleren Brücke auf der Kleinbasel-Seite. Und dann eben das spezielle Konzept, das du gerade erzählt hast. Die Distanz, die man zurücklegt, also am Montag und am Mittwoch, ist auch noch eindrücklich. Ein paar Kilometer, ja. Und da sieht man es jetzt auch schön, oder? Das ist quasi die Vordergrenze, die Mittlere Brücke. Und die Wettsteinbrücke hinter dran, das ist die hintere Grenze. Das sind die 2 Parallelen, die man läuft auf dem Cortège. Und im Groß- und im Kleinbasel verbindet sich es dann wieder. Wunderschönes Bild, wo man sieht, wie der Cortège durch die Innenstadt zieht. 509 Einheiten sind gemolden beim Komitee. Da reden wir nachher noch davon, was das Komitee genau ist. 444 sind es, die mitlaufen. Das heisst, 65 machen gerade eine Pause von all diesen Formationen. Warum? Haben die keine Zeit gehabt, um sich vorzubereiten, keine Lust? Oder, Das ist mega schwer zu sagen. Das kann sein, dass es Klicken sind, weißt, die zu wenig Mitglieder haben und sagen, wir geben nicht gerade auf. Da gibt es andere Gründe. Die Gründe sind ganz verschieden. Okay. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele mitmachen können. Hier sehen wir jetzt eine Laterne in Form von einem Schmetterling. Mit Hietli, mit einer leicht abgeänderten Form, wie wir sie kennen aus den Nachrichten. Und vorne dran der Banner Demokratie vor Zeu. Noch hast du die Wahl. Es könnte eine Giftschneike sein, wenn ich da so eine Demonstration richtig lese. Sind Giftschneike, genau. Wir haben etwas ganz Besonderes gemacht an dieser Fasnacht. Ihr Sujet ist eigentlich ein Folgesujet vom letzten Jahr. 2025 haben sie «Uns spannt Böses», also Diktatoren, Menschen, die nicht so dienen, wie sie sollten. Das haben sie jetzt zum Anlass genommen, um ein Loblied auf Demokratie zu singen. Demokratie ist toll, da können wir aktiv mitbestimmen. Das machen sie also auch selber. Sie haben ich muss gerade schauen, ob ich da nicht bei der falschen klicke bin. Moment. Ich glaube, ich bin verrutscht. Wobei Demokratie stimmt. Demokratie ist genau. Schlecht. Demokratie vor Zeu. Noch hast du die Wahl, wie wir es vorher gesehen haben. Von der Giftschneike. Jawohl. Ich bin bei der anderen Clique mit G, die auch Demokratie hat. Die kommen dann aber auch noch. Das kann passieren bei diesen ähnlichen Themen, weil sie halt wirklich auch bewegen. Das sind die Fische, die schweigt die Mehrheit bei den Pfeifer. Genau. Und hinten kommen dann eben die Säue. Schweine, Anhänger der Autokraten, tragen ein uniformähnliches Kostüm. Und der Teufel, ist natürlich klar, der Dambumeyer ist der Teufel, der sie verführt. Mit seinem Dreizack. Und von wegen verrutschen, gell? Dass wir das einmal erklären, wie wir uns vorbereiten. Wir arbeiten uns hier mit so einem kleinen Fasnachtsteam von SRF gut ein. Etwa einen Monat vorher telefonieren wir hier bei allen grossen Klicken. Das sind 40 Stück von den Stammklicken. Und fragen dann, wie sie auf ihr Sujet gekommen sind und wie das Thema dann mit ihren Kostümen, den Larven, Laternen etc. umgesetzt haben. Und so kommen wir dann zu unseren Informationen. Und weil es aber aus den Gründen, die du vorher gesagt hast, mit dem Cortège, dass es gegenseitig läuft, dass man auch aussetzen und eine Pause machen kann, ist es halt eben nicht nach der Nummerli, nach der Zahl
wo man hintereinander durchläuft. Und dann Schön wär's. Schön wär's. Das wäre richtig wär's. Schön fürs Publikum wäre es ein bisschen langweilig. Aber es wäre nicht so die typische wilde Fasnacht. Und jetzt hier die Olympia. Profitierst du noch oder profitierst du schon? Das fragt sich die Olympia. Wo ja aus einem Wortspiel machen, aus den Demokraten machen sie Demokraten. Profieren und profitieren. Tu dich doch mal selber fragen. Hast du im Leben auch schon gelogen, für den eigenen Vorteil bei jemandem hofiert, dafür fast den Charakter riskiert? Weil wir nicht frei von Fehlern sind, steckt in jedem von uns die Ratte drin. Also das sind Demokraten, die hofieren und profitieren. Es geht natürlich auch jetzt darum, oder die Gesellschaft knickt ein vor Autokraten, möchte gerne Autokraten, um letzten Endes nicht auch selber zu profitieren. Das ist die Idee. Die Olympia, eine grosse Clique. Die jetzt dieses Jahr spezielle Trommeln haben. Nicht die goldigen Trommeln, wie man sie sonst haben die aber goldige, ich habe jetzt gar nicht geschaut. Was haben sie für eine? Das sind, glaube ich, die Holztrommeln, wenn mich nicht täusche. Da haben sie sich vielleicht auch Holztrommeln angeschafft. Die Olymper haben natürlich, ja, das ist wirklich eine der wenigen Klicken, die goldige Trommeln haben. Das ist ihr Markenzeichen. Vielleicht haben sie sich jetzt aber auf Holztrommeln umentschieden oder sie machen es jetzt nur wegen dem Sujet. Da sieht man sie jetzt. Das ist eine ganz klassische Basler Holztrommel, also mit dem Signet. Die ist schon ganz alt, also das Abbild von dieser Trommel. Das ist eine Recherchenaufgabe für uns, um herauszufinden bis zum nächsten Jahr oder vielleicht sogar bis zum Querschnitt, warum die Olymper keine goldigen Trommeln mehr haben. Ja, das werden wir definitiv. Du versprichst so Sachen nicht, das ist gefährlich. Ich mache mich dran, ja, versprochen. Also gut. Ja, für viele Auswertungen ist schwer nachvollziehen. Das Fasnachtsmotto und das Sujet sind nicht ganz gleich. Und das Motto der Fasnacht, das ist das Übergriffsthema, das Sujet, das man von der Basler Fasnacht hat. Und das hat man auch in einer Form von einer Plakette angesteckt. Festabzeichen darf man hier nicht sagen. Sonst, oder es ist eine Art zum Verständnis, eigentlich das Festabzeichen, wie das ist das Festabzeichen für die Fasnacht, das aber Plakette heisst. Und das Jahr haben wir verschiedene Formen. Ja, genau. Wir haben zwar verschiedene Formen, aber es ist immer das Gleiche drauf. Das ist ein bisschen atypisch und es ist vor allem immer nur eine Person drauf, weil in den letzten Jahren hat man immer probiert, so ein bisschen allen recht zu machen. Oder? Dann hast du geschaut, dass ein Pfeifer drauf ist und ein Trommler drauf ist und ein Guckenmusikspieler drauf ist und ein Wagen drauf ist. Es hat zum Teil eine riesige Plakette gegeben, wo du gar nicht mehr so recht gewusst hast, was ist. Und die gefällt mir aus diesem Grund sehr gut. Da ist zwar nur ein Pfeifer drauf, die sollen das auch mal verdient haben. Es ist sehr kindlich gezeichnet. Das Motto der Basler Fasnacht ist ja auch «Bleib verspielt». Und stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt bis jetzt. Bleib verspielt, was für ein tolles Motto. Da feiert man den Nachwuchs, die Pinkies, die Jungen, die nachziehen, die anfangen Piccolo oder Trommeln spielen oder Posaune, Trompete, was auch immer, dass sie nicht nur in einem Musikverein sind, sondern eben eine Fasnacht machen. Und der Nachwuchs ist ja so vor 10 Jahren, wenn man zurückschaut, einmal eher ein bisschen am Säbeln als gut bedient, gell? Vor 10 Jahren und dann vor allem während der Pandemie. Oder während der Pandemie hast du eigentlich 2 Generationen von jungen Buben und Mädchen gehabt, die Fasnacht nicht erlebt haben, so wie wir das als junge Buben und Mädchen erlebt haben. Und da hat man wahnsinnig Angst gehabt, dass dann die wieder Zugang zur Fasnacht nicht mehr finden, wenn sie dann mal stattfindet. Da hat man sehr viele Anstrengungen unternommen, das Fasnachtskomitee, die Schulen, die Klicken selber auch, die Klicken gucken, Wege. Und das ist wirklich gut rausgekommen. Ja. Von dem Einbruch, den man sich gefürchtet hat, ist eigentlich nichts passiert. Das ist ja ein schönes Beispiel dazu. Mein Götti-Mädchen kommt aus einer Basler Familie, die aber voll mit Fasnacht eigentlich gar nicht am Hut haben. Und sie hat durch die Schule jetzt Fasnacht entdeckt und hat jetzt heute Morgen ihren ersten Morgenstreich gehabt und ist natürlich auch begeistert. Das ist schön, das belebt die Fasnacht und ist wichtig natürlich für die Traditionsfasnacht.
Da kommt auch ein ganz tolles Sujet, finde ich, von den Kostümen her. CCB, also der Zentralclub Basel, sind nicht Zinnsoldaten, sondern Gin-Soldaten. Warum sind sie Gin-Soldaten? Sie spielen natürlich mit der Verzweiflung zur momentanen Weltlage und wollen sich das einfach wegtrinken. Krieg, Krise, Becher. CCB steht also da für etwas anderes. Und sie beschreiben das auch im Zettel, wie bitter als die Welt ist. Während Russland ohne Hemmung einfach über die Grenze läuft, wählt China Taktik Überschwemmung und hat die halbe Welt erkauft. Die Amis haben sich ganz verloren, handeln wir und Vogelwild haben sich Magaga verschworen. Leck ist das ein Jammerbild. Der Zentralclub Basel, CCB, für einmal eben nicht Zentralclub Basel, sondern Krieg, Krise, Becher. Krieg und Krise mit C geschrieben. Und sie haben die von diesen 39% spielen sie noch eigentlich auf Zöll. Und der Gin, den sie übrigens auch einen selber produziert haben, hat ja 39%. Und kostet 39 Franken. Das wir müssen jetzt hier natürlich immer noch sagen, es sind auch andere Gin erhältlich. Aber dieses Jahr gibt es also einen bei der CCB, den man für 39 Franken kaufen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein junge Garten. Das sieht man immer ein bisschen an den Kostümen, respektive an den Themen, oder? Ich weiss jetzt nicht, ob eine alte Garten Pippi Langstrumpf wird ausspielen. Ja, das ist die junge Garde von der CCB. Aber gerade wenn man eine junge Garten, die machen ihre Sujets ja meistens auch selber, oder? Und dann gibt es zum Beispiel ein Weekend und dann sitzen alle zusammen. Genau. Machen ein paar Spiele, das ist fast ein Partylager. Und im Rahmen von diesem Weekend tut man dann Sujet aus. Ja. Also da gibt es verschiedene Varianten, wo man abstimmt darüber. Ich muss lachen. Ich weiss, die junge Garde von der CCB hat letztes Jahr den Shakiri gehabt, der sehr beliebt war. Und mein Neffe und meine Nichte sind bei den Jungen von der CCB. Und mein Neffe hat das super gefunden, dass Shakiri und jetzt als Pippi Langstrumpf rumlaufen, hat er ein bisschen die Nase gerümpft. Ist jemand anders glücklich? Ja, siehst du, aber das ist eine gute Aufteilung. Ein Jahr, das ist übrigens bei uns, also bei allen Stammklicken genau Das ist so. wichtig, gell? Es gibt Jahre, wo du die Süße entgegennimmst oder die Kostüme entgegennimmst und denkst, oh nein, das wird eine schwierige Fasnacht. Und dann gibt es andere Jahre, wo du schon 3-4 Wochen vorher dich darauf freust und denkst, genial, wir haben ein super Sujet, wir haben ein gutes Kostüm, das dazu passt oder es gut umsetzt. Also da muss man auch ein bisschen auf die Zähne bissen, je nachdem. Aber ich glaube, das widerspiegelt auch das Leben und darum ist die Fasnacht ja wirklich so spannend und auch gut für die Jungen. Die finde ich halt einfach immer noch toll. Die Wackis, die Einzelmasken, sagt man, denen Grüppel. Jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher. Also Einzelmaske, das ist dann kleinere... wirklich eine Einzelmaske. Es gibt es auch auf dem Garten, ist das einfach jemand allein, vielleicht noch mit einer Begleitperson, Jetzt hier, der die Kleine. ein Sujet ausspielt. Der Kleid, das vermutlich ist jetzt einfach jemand, der mit seinen Eltern an die Fasnacht gegangen ist. Ist auch eine Einzelmaske, aber vielleicht, wenn man es ganz streng nimmt, nicht die Einzelmaske, die im Komitee aufgeführt sind. Und er ist auch in seiner Welt hier mit dem Kopfschutz, also Gehörschutz an und dem Schlagstängel, den er bekommt von einem Wackiswagen. Oh, ich hätte Lust auf so eine... noch einmal etwas holen beim Wagen. Man gehört das immer dazu, und der Garten ist man sich auch ein bisschen rausgehen. Das machen wir dann nachher irgendwann Ja, mal. wir haben noch genug Zeit, genau. Genug Zeit. Ja, wenn Sie zuschauen und sich überlegen, auch mal zu kommen, vielleicht eben eine Orange oder ein Täfeli von einem Wackiswagen holen, unbedingt machen, weil die Fasnacht bietet auch ganz Haufen anders. Und es freut uns, wenn Sie uns mitverfolgen, sei das am Fernsehen oder auch online. Oder in der App auf dem Handyplay SRF. Schreiben Sie vielleicht auch Ihren Freunden und Verwandten im Ausland. Vielleicht haben Sie ja auch gerade Lust ein bisschen auf Schweizer Tradition. Man kann sich einfach dazuschalten, es gibt kein Geoblocking, also man hat nicht irgendwie eine Barriere, dass man weit vom Ausland hier jetzt reinschauen kann. Also bahnfrei für die Fasnacht. Und ein herzlicher Gruß aus dem Herzen von Basel, sei das eben in der Ostschweiz, Mittelland, Süd- oder Zentralschweiz oder auf Hawaii, je nachdem. Hier sehen wir, die haben schon ein paar Räppchen abbekommen. Von Vorteil ist eben, wenn man eine Plakette hat.
Da sieht man gerade hampfenweise die Räppli, die da rausgeworfen werden. Wieso heisst es eigentlich in Basel Räppli und nicht Konfetti? Simon? Da gibt es die Theorie, dass die da wird gerade einer Räppli eingeseift. Schau jetzt. früher einmal die Form hatten von einem Eiräppler, also nur rund waren. Heutzutage sieht man, haben sie unterschiedliche Formen. Und es gibt also zumindest einen Fasnachtspurist, den ich kenne und sagt, eigentlich sind das, was wir an der Fasnacht verschießen, Konfetti, weil sie eben nicht mehr die Räpplerform haben. Das ist Aha, aber in Basel nicht ändern. wahnsinnig weit verbreitet, die Meinung. Aber es ist eine Theorie, die nicht ganz falsch ist. Und was man nie will sehen an der Basler Fasnacht, oder der sonst ein Vorteil ist, wenn die Räppli gemischt sind. Genau, darum werden sie auch einzelfarbig verkauft. Oder? Weil wenn du sie nicht einzelfarbig würdest verkaufen, dann könntest du sie einfach am Boden zusammenmischen, in eine Gurke rein tun. Oder in eine Plastiktüte, wie man ja sagen muss, weil das Wort Gurke gar nicht so verstanden wird im Rest der Schweiz. Also dass man die einfach in einen Sack rein tun und die dann weiterverkauft. Und das will man nicht und darum kannst du die Räppli immer nur in einer Farbe kaufen pro Beutel. Ja. Ja, Gurke kann einerseits ein Plastiksack oder ein Papiersack sein, aber auch eine Gurke, die wir jetzt hier gerade hören. Oder eine, die man rauchen kann. Gibt es natürlich auch, ja. Soll es auch geben. Die sehen wir jetzt zum Glück gerade nicht so hier. Man schmeckt sie ja nicht. Haben wir ein Bild, wunderschönes Bild jetzt hier auf die mittlere Brücke. Ich kann wirklich sagen, es läuft auch gut, gell? Es geht gut vorwärts. Es hat lange nicht so viel Stau wie im letzten Jahr, dunkt mir auch. Aber wir werden ja dort nicht an die Wand malen, Holz anlängen. Es wäre natürlich schön, wenn es so weitergeht, weil dann läuft auch für die Zuschauer am Rand etwas. Wir sind live hier auf SRF 1 bei der Basler Fasnacht im Strassenumzug. Im Fernsehen oder wenn man vorbeikommt, auf der Brücke oder unter der Brücke. Wir haben gerade gesehen, ist noch ein Boot, ein Ruder gerade durch. Auch eine Art Fasnachtsmacht. Da sieht man schön, wie sich der Cortège langsam Richtung Mess hindern, dort im schwarzen Turm ist dann die Kurve. Wie der Mustermess oder Mess Schweiz, wie man heute sagt. Von uns aus gesehen dann rechts über, bis man dann wieder über die Wettsteinbrücke zurückkommt. Es kommt endlich mal eine Gucke. Ja, endlich einmal eine Gucke. Das sind echte Gucke. Da haben wir die Biersblotre 1959. Von der Kaserne bis zum Feldi, schreiben sie hier. Wir gratulieren eigentlich allen, die dieses Jahr auch Jubiläum haben, so wie sie. Also zum Beispiel Top Secret, die berühmte Trommelgruppe, ist 35 Jahre. Das Feldschlösserbier, es sind auch andere Bier erhältlich, 450 Jahre. Und sie eben 50. Dann haben wir gerade mal ein Ohr voll, hier, wie sie spielen. Guckenmusiker sind natürlich wahnsinnig beliebt im Publikum, weil die spielen vielmal Melodien, die man kennt aus den Charts oder sonst geläufige Sachen. Während dann die Märsche von den Pfiffer- und Tambour-Gruppen oder von den Klicken vielmal etwas Traditionelles sind. Ja, knapp 100 Gucken machen mit am Cortège. Natürlich das Highlight der Gucken ist das Guckenkonzert.
jeweils am Dienstag oben auf dem Barfi. Zum Beispiel den berühmten Barfüßerplatz. Der Barfüßerplatz, den sieht man vielleicht, wenn der FCB wieder mal Meister wird, so voll. Oder eben an einem Guggenkonzert. Dort ist einfach die jährliche Garantie, dass er voll ist. Das würde ich jetzt als Einzelmaske bezeichnen. Es sind zwar zwei, aber die haben ein klar ersichtliches Sujet. Die laufen da geht, ist genau gleich ab, sogar noch mit einer Balle, wie das ein Glied genau macht. Sieht man auch schön, was da auf eine kreativ Gewursel zum Teil entsteht. Also da weiss man in der Mitte ja nicht mehr, was links und was rechts ist. Und das tönt dann natürlich auch von links nach rechts. Was hat da die in der Jodeltracht? Ist es ein überlanges Didgeridoo oder ist es wirklich ein Alphorn? Das sind Messingköpfe. Genau, darum auch mit der Tracht oder Basel im Jodelfieber. Das eidgenössische Jodelfest, das natürlich ansteht in dem Sommer, wo man sich darauf freut. Das wird hochspannend, weil also es ist jetzt nicht die erste Ortschaft, die ich mit Jodeln verbinde, Basel-Stadt. Aber wir haben hier auch ein kantonales Schwingfest. Und das ist immer sehr lustig mit den Schwingsteuern zwischen den Roschhochhäusern. Ja. Das gibt ganz eine spezielle Stimmung. Also ich freue mich sehr. Ja, es wird richtig toll. Es hätte schon mal stattfinden, hat aber dann wegen der Pandemie nicht können stattfinden. Darum umso schöner ist es jetzt dann gleich so weit im Sommer. Schön die Messingköpfe, wie sie tönen. Und weißt du was, ich hatte jetzt schon mal Lust noch, mal kurz rauszugehen. Vielleicht soll er etwas bringen von einem Wagen oder also mal schauen, wie einfach so eine das ist. Susafon von der Messing kaufen. Das wäre Messingköpfe, pardon. Das wäre eine Challenge. Also Gang. Oder sonst einfach Susafon das, was weiss du ich bekommst. Wieder anspruchslos. Also während wir jetzt hier noch die letzten Züge von den Messingköpfen sehen, geht der Philipp mal in das Gewühl raus. Die Maiskölben, die man hier nur von oben sieht, mit einer grossen Popcornschale, das sind die Vereinten Kleinbasler. Die haben das Jahr zwischen 20'000 Jahren Mais. Seit rund 20'000 Jahren macht die Menschheit Mais in Zettel Krieg an, bringt Menschen um und macht alles kaputt. Die haben ganz bitterböse Zettel geschrieben. Im Urwald gehen Schimpansen mit den Füßen sich auf den Ranzen. Doch weil wir zivilisierter wenn sie als Affen, töten wir Menschen, uns lieber mit Waffen. Neben den altbewährten Methoden zum Morden sind neue Techniken entwickelt worden. Und so massakrieren wir heute, es ist wunderbar, auch biologisch, chemisch und nuklear, ob Kind, Erwachsene oder Greis. Wir suchen immer Streit und Mais. Ich höre, als der Philipp irgendwann angekommen ist im Gewühl und darum schalten wir jetzt sehr gerne da raus. Ich bin noch unterwegs, ich bin noch nicht so geübt mit diesen Wegen, aber jetzt haben wir es dann gerade geschafft und wir sind mitten im Gewühl. Dankeschön, Simon. Und eben, eine Mission soll sein, hier einmal schnell etwas zu fangen. Wenn du weiter rechts läufst, wenn du geradeaus läufst, lauf mal geradeaus, dann triffst du jemanden an, den du kennst. Gut, hallo in miteinander. einem Plätzchen-Bias, noch etwa 20 Meter, dann rechts am Brückengeländer. Okay, also Plätzchen-Bias ist gesagt, das ist nicht der Ueli, den wir hier gesehen haben. Nein, weiter, mit bist der noch nie. Guggenmusik. Bist noch nie. Gut. Jetzt. Okay, ja, wunderbar. Jetzt steht sie hinter dir. Du musst dich wieder umdrehen. Nein! Nein, schau mal an! Jetzt bist doch du glatt an mir vorbei
ich habe dich schon lange nicht mehr mit einem Kostüm gesehen. Ja, ich mich auch nicht mehr. Und das Piccolo habe ich auch wieder einüben. Wie geht's? Hast du super gemacht? Ja, wunderbar. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Gesicht kennen Sie natürlich, wenn Sie die letzten 10 Jahre die Fasnacht mitverfolgt haben. Eva Niedecker, so schön, dich in einem Kostüm zu sehen. Wie fühlst du deine Fasnacht seit langem wieder mal so? Hey, es ist so schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Morgenstreich heute Morgen traumhaft gewesen. Ich bin ein bisschen nervös wegen dem Piccolo-Spiel. Und da die ersten Riemen sind so ein bisschen holprig gewesen. Und dann habe ich mir mal ein Weisswein gegönnt und dann ist das plötzlich gegangen. Ja, und ich genieße es. Und jetzt habe ich 4 Stunden Schlaf intus und jetzt geht es nachher wieder weiter. Also, es ist so schön, bist du hier vorbeigekommen. Also ein bisschen vermisst. Ich dachte, ich muss hier in die Nähe kommen. Ja, das schauen, kann man vorstellen. Ja, Eva, wir wünschen dir ganz eine schöne Fasnacht. Danke schön vielmals. Das sieht so gut aus. Ein wunderschöner Plätzchen bei Sagst bitte Gruß. Ja, mach's gut, gell? Der liebe Gruß vom Simon aus der Kabine. Ja, Simon, auch dir Winken am lieben Stein. Gruß. Schöne Fasnacht, passt ganz gut. Dankeschön. Ciao, Eva. So, jetzt wollen wir mal schnell noch. Das war jetzt eine ganz herzige Überraschung, wirklich so schön. Und wir mögen es ihr gönnen, dass sie die Fasnacht jetzt mal so als Aktive wieder erleben kann. So, jetzt gehen wir mal schnell hier ein bisschen dazu, mal jemanden fragen. Guten Tag, darf ich fragen, sind Sie von hier? Ja, wir sind aus Stuttgart. Aus Stuttgart? Jawohl. Wunderschön. Ist das erste Mal jetzt am Karneval hier in der Schweiz? So ist es, genau. Und am Morgenstreich waren Sie auch dabei? Jawohl, natürlich, das gehört dazu. Was hat Ihnen speziell gefallen am Morgenstreich? Ja, einfach, dass alles Kuhnacht gewesen ist. Und dann ging es plötzlich los mit den Trommeln und den Pfeifen. War genial. Einfach ein Erlebnis, gibt es nur hier. Super. Sie strahlen über beide Backen, Sie natürlich auch. Was ist jetzt noch das Ziel? Was wollen Sie noch erleben an der Fasnacht? Ja, hier jetzt noch das Treiben. Das ist jetzt haben uns erholt von heute Morgen ein bisschen. Und morgen die Guggenkonzerte. Ja, genau. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß. Schön sind Sie hier in Basel. Jawohl. Eine tolle Zeit, schöne Fasnacht. Jawohl, herzlichen Dank. Was ist gut. Dankeschön vielmals. Herrlich, da trifft man natürlich wirklich Leute von überall her. Ich habe jetzt gerade noch Glück gehabt, dass sie Deutsch geredet haben und nicht irgendwie Spanisch oder so, weil dann wäre ich am Ende gewesen. So, wir können noch schnell ein bisschen weiterführen, vielleicht hier mal schnell. Entschuldigung, guten Tag miteinander. So, mal schauen, ob wir das so schaffen. Guten Tag, nicht verschrecken, wir sind vom Schweizer Fernsehen. Sind Sie von hier? Nein, Von wo denn? in der Nähe von Ulm. Ah, okay. Wir hatten schon bereits Stuttgart jetzt schon hier live im Fernsehen. Auch das erste Mal an der Fasnacht. Was gefällt Ihnen hier speziell? Diese Vielfalt. Sie haben einen super Ort, wo Sie die Plakette montiert haben. Da sieht man es. Hilft es? Sie haben noch kein einziges Räppli an sich bekommen. Der ganze Nacken voll. Ah, doch schon. Okay. Wobei man sieht, so gut sieht man die Plakette eigentlich nie. Schauen Sie mal ins Bild, das sieht super aus. Ganz schöne Fasnacht, genießen Sie es. Schöne Zeit. Tschüss. Grüße nach Ulm. So, jetzt gehen wir zurück zum Simon. Ich habe leider leer ausgegangen, kein Ja, das habe ich auch mitverfolgt. Aber ein Gruß von der Eva. Was will man mehr? Gut. Was will man mehr? Danke vielmals für den Ausseneinsatz. Wir schauen uns mal die Brücke von oben an, was als nächstes kommen könnte. Da sieht man auch, es gibt dann ab und zu schon auch Lücken. Das hat eben die Ursache drin, dass man zwar alle zusammen abläuft, aber ab dann wird es dann alles wie chaotischer. Je nachdem geht die Gruppe früher in den Beiz, die anderen warten länger, weil es gerade schön Wetter ist und dann weiter pfiffen und trommeln. Dann gibt es Wege, die langsam fahren, andere fahren vielleicht ein bisschen zügiger. Also gibt es viele Parameter, die zu so einem Stau führen können. Ist aber alles halb so wild, wenn man nicht gerade stundenlang umeinander stehen muss. Da hat sogar noch ein Kind ein Netzchen, das ist natürlich besonders vorteilhaft. Da kann man die Sachen dann gerade drin verstecken. Und da sieht man auch, wie beliebt die Wackiswege sind. Ein grosses Highlight für Leute, die am Strassenrand stehen. Ja, jetzt kommen sie wieder, die Wackiswege, wenn ich wieder drinnen bin. Los, ich nehme es nicht persönlich. Es gibt ja noch andere Fasnacht und da kannst du mir dann vielleicht dann etwas mitbringen, so wie du versprochen hast. Ja, gut, vielleicht habe ich noch mal eine Chance. Mal schauen. Aber ein Gruß von der Eva. Ja, das hat sich doch wirklich gelohnt. Tatsächlich etwas. Und gerade auch wieder festgestellt, es ist wirklich angenehm von den Temperaturen, was sehr hilft. Es wird sogar noch ein bisschen wärmer, die
Freitag. Ich glaube, am Mittwoch etwa 18 Grad. Ist das schon fast zu warm als aktiver Fasnachtler? Du kannst die Kleidung natürlich anpassen. Ich bleibe dabei, das Beste ist, wenn es trocken ist. Alles andere ist mehr als Trommler, gell, kann ich sagen, Wurst, weil wenn ich trommle, habe ich grundsätzlich warm. Es ist, wenn es dann eiskalt ist es für die Pfeifer mit den Fingern oder zum Beispiel auch Vortreiber, die keine Händchen haben. Dort wird es dann schnell mal unangenehm. Aber als Trommler bist du in der tollen Lage, dass du eigentlich wirklich immer dich kannst anpassen am Wetter, ausser eben es regnet. Da schauen wir jetzt in Richtung Grossbasel, wo hier zu uns kommt. Und da sehen wir als Requisite eine leere Voliere, ja? Vogelkäfig. Oder was ist da? Soll da drinnen sein? Wir sehen einen ganzen Haufen Teufel. Die Preo hat nämlich das Sujet «Wir tanzen mit dem Teufel», ein Déjà-vu. Und auch noch interessant, sie haben sich selber die Vorgabe gemacht, nichts über den Trump, weil sie genau gewusst haben, das haben schon ganz viele andere. Wie läuft denn das ab? Also bei so einer Sujet-Besprechung wie jetzt nichts über den Trump. Ein paar fänden es vielleicht noch gut. Da kann man abstimmen oder man gibt einfach 4 oder 5 Leute in der Clique quasi die Macht, um ein Sujet zu machen. Und es ist ja da nicht ganz ohne Kritik an den Oberen abgegangen, sondern es wird einfach nicht Trump kritisiert, sondern es werden Parallelen gezogen zu den 20er Jahren oder zum Beispiel auf durch 23er Putsch von Mussolini, 23er Putschversuch von Trump, Sturm aufs Kapitol. Darum das Déjà-vu, oder? Eindrückliche Laterne, wo das war. Wunderschön. Sieht man auch die Figuren aus den 20er Jahren, oder? Die dunklen Tänzer, Charleston-Figuren. Die Roaring Twenties, 20 Jahre ist es her, genau. So Roaring sieht das hier nicht aus. Nein. Ausdrucksloses Gesicht, unerkennbar, ohne Charakter, wenn sie hier natürlich auch ein bisschen sagen. Dass man auf diesen Teufel oder diesen Autokarten hinten reinläuft, ohne groß zu überlegen. Vorne dran sieht man jetzt, oder hinten dran ist das die junge Garde von der Preo. Die sind als sportlich unterwegs, als Sportlerinnen und Sportler. Aber eben vielleicht nicht mehr lang, oder? Also das ist natürlich jetzt auch wieder ein typisches Sujet, wenn ein junger Garten betroffen ist. Die Sparbemühungen bei I&S, Jugend und Sport, wo sollte Subventionen gestrichen werden. Also das betrifft dich natürlich, wenn du Sportler bist oder in der Pfade bist, dann bekommst du plötzlich weniger Geld für die Sommerlager. Und das ist eigentlich schon so ganz im kleinen Teil. Also, auch wenn du nur 13 oder 14 bist, tust du mit der Fasnacht die Fasnacht dazu nutzen, um den Obrigkeiten zu zeigen, hey, so geht es nicht, wir sind nicht zufrieden. Der Gartest läuft und richtig gut. Also Stau bis jetzt zum Glück Holzanlagen noch nicht gross gehabt. Und natürlich der Garten ist schon ein bisschen vorher losgegangen als am 2, wo wir live dort die Übertragung gestartet haben. Und da schauen wir auch gerne immer wieder mal zurück von Klicken oder Einheiten, die vorher durchgekommen sind. Wie jetzt hier zum Beispiel die Retz-Klicken. Wunderschön, ganz in Weiss. Aber das ist, glaube ich, noch der erste Eindruck von wegen wunderschön in Weiss. Das Sujet, das sie einspielen, geht unter die Haut. Das grosse Thema ist Femizid. Ihnen geht es darum, die Opfer sichtbar zu machen. Denn im Jahr 25 sind 27 Frauen durch einen Femizid ums Leben gekommen. Darum sind auch in diesem Zug 27 schwarze Kreuze sichtbar. Und ich finde das noch spannend, weil das passt sehr auch zur Gründerzeit von dieser
Klicken. Oder? Also die Rätz ist 1923 als Arbeiter die Hamburger Vereinigung Rätzklicken gegründet worden. Und die haben schon von Anfang an soziale Sujets gemacht, die Arbeiter betreffen, Menschen mit wenig Geld oder mit keiner Lobby. Und die ziehen das regelmäßig durch. Auch weit über 100 Jahre später noch. Ja, das ist wirklich eine tolle Leistung und sehr wertvoll, dass sie das Schaufenster Fasnacht natürlich auch für das einsetzen, über so ein wichtiges Thema zu reden. Ihre Sujet, sie willen ihren Tod. Ein Mann gibt es im Zug, hast du das schon gesehen? Ja, der Tambourmajor. Der Tambourmajor ist ein Mann. Und das macht so die Stärke auch aus von einer Clique. Wenn man jetzt die Kostüme anschaut, ist es nicht ein Kostüm, das du behaltest im Kasten und sagst, oh, Fasnacht 2026, sehr schönes Kostüm gewesen. Aber in der Gruppe, in der Gesamtmenge, hat es so eine schöne Wirkung und ist so ausdrucksstark natürlich so. Es gibt viele Kostüme, die erst in der Menge funktionieren. Ja, das ist so. Der Tambourmajor hat eine Sägesel in der Hand, was natürlich auch noch gerade sehr symbolstark ist. Wir sind ja live in der ganzen Schweiz, die Basler Fasnacht, zu sehen. Dank den Kollegen von RSI und RTS, also die Südschweiz, die italienisch sprechende Schweiz und im Welschland. Weißt du, mir wundernimmt, wie es eigentlich der Jean-Marc für das Welschland und der Fabrizio, wie die so die baseldeutschen Ausdrücke nehmen, ob sie die so übernehmen oder übersetzen. Genau, genau. ob sie die übersetzen können. Könnte ich eigentlich mal schnell fragen, mal klopfen, ob sie gerade schnell Zeit haben. Das könnte man eigentlich wirklich mal zu dritt durchdiskutieren. Wo nicht geschickter als an der Basler Fasnacht? Was gibt es denn für Worte, die vielleicht noch lustig sind? Da sehen wir noch mal ein riesiges Schiff, das von unten rechts aus dem Rheinhafen hier in die Fasnacht hineinschwimmt. Es passt unter der Mittleren Brücke durch, so viel sei verraten. Und zwar, weil es vorne sieht man, dass der Masten anbelegen konnte. Das ist immer der Trick, damit so große Schiffe unter der Mittleren Brücke durchfahren können. Sie zum Teil das Haus oben vom Kapitän und der Mast, die Kabine vom Kapitän und der Mast senken und dann passen sie gerade noch so unter der Mittleren Brücke durch. Hier auch gut ersichtlich die Menschenmassen, die an so einem Cortège sind. Das ist dann längst nicht einfach nur auf der Brücke, was viele Leute hat, sondern das geht notlos weiter. Jetzt können wir vielleicht schauen, ob es passt. Wenn es jetzt einen grossen Knall gibt und die Fasnächtler dort verschreckt auseinanderlaufen, dann hat etwas nicht funktioniert. Aber wir sind noch mal sicher durchgekommen. Gibt es nicht jedes Jahr also so ein grosses Schiff, das irgendwie zu einem Hafen oberhalb von Basel fährt, um sich aufladen zu lassen, dass das gerade hier unten durchfährt? Oder vielleicht ist es schon geladen mit etwas. Und da können wir jetzt alle nautische Experten kritisieren, dass ich das nicht gewusst habe. Schiff ist nicht meine Stärke. Ich schaue mal hier vorne raus. Da sieht es aus, wie wenn die drei bereit sind. Und darum gebe ich raus wieder zum Philipp.
Ja, wir sind hier live mit den beiden Herren fürs Tessin und fürs Weißland. Fabrizio Casati und Jean-Marc Richard. Fabrizio, come stai? Come ti piaci? Trovo bellissimo quello che stiamo vivendo quest'oggi. Il tempo ci sta aiutando. Tu piuttosto come va? Sì, va bene, va bene. È bello. Nervoso adesso. No, è passato. Mi diverto. Giusto. Allora bene. All die verschiedenen Begriffe, die wir eben so an der Basler Fasnacht haben, die wir hier in Baseldeutsch aussprechen, als wäre es selbstverständlich, nimmt mir jetzt mal Wunder, wie es meine Kollegen so in ihrem Spruch sagen. Toutes ces expressions utilisées en français, comment tu dis les expressions de bas, le motto « blieb verspielt » par exemple? Ah bah c'est garder son âme d'enfant, c'est ça? Ah, schön, also Seele, die Kinderseele eigentlich. Très joli, ouais. Oh, c'est très joli. Tu as un autre Oui, il y a par exemple, quand on parle de, comment tu dis ça, le Schießtragzügli. Ouais. Schießtragzügli. Eh ben ça veut dire petit cortège de merde. Je suis désolé pour les auditrices et les auditeurs, les téléspectatrices et les téléspectateurs, mais ça veut pas dire que c'est la merde. No. En francese è dolce. Französisch ist schon nicht schön. In Italiano la Schießtragzügli. Ecco, quella roba lì magari in italiano non risulta molto carina, però lasciamo fare al Jean-Marc che l'ha detto molto bene. Vai tranquillo. Bleib Ti più francese. di dire quelle robe lì. E tu che cosa dici? I beppi. I Beppi. Siete voi? Sì, siamo Sono noi. I basilesi, i doc, quelli che in realtà non fanno solo il carnevale, ma il carnevale lo indossano, lo mettono davvero tutto l'anno e un po' come noi siamo i ticinesi, i Beppi sono i basilesi. Genau, wir sind einfach die Beppi, ob jetzt Fasnacht ist oder nicht. Wir sind das ganze Jahr lang, wie eben sie Tessiner natürlich einfach sind. Vielleicht ein autre exemple aussi, le mucchetaggio. Ah, ça c'est une tapette à mouche. Tu sais, on peut taper les moustiques aussi avec ça, mais ça fait très mal sur la tête, surtout quand on n'a pas de cheveux. Okay, ich glaube, wir lassen es lieber beim Baseldeutschen und ihr könnt euch einfach ganz fest, wie die so aussprechen. Wir gehen wieder rein, wir gehen wieder direkt an den Cortège. Merci, grazie mille. Wo fährt die Drohne jetzt ziemlich genau auf unser Kabäuschen oder unsere 3 Kabäuschen zu, wo wir den Cortège verfolgen dürfen. Vis-à-vis vom Café Spitz, da ist man wirklich mit drin, das ist ein Privileg. Man bekommt Fasnacht mit Hut und Haar mit. Und ist im Trockenen, falls es regnet. Was es heute aber nicht macht. Und darum sind wir hier froh, auch für die Fasnachtler und Zuschauerinnen und Zuschauer draussen, dass das Wetter so gut mitspielt. Hast du das gehört? Mit dem Schießtragzügli? Ja, wenn die Übersetzung geht. Ja. Also wir sind froh, sagen wir das auf Baseldeutsch. Ich habe manchmal ein Problem mit dem Mikrofon. Ich sehe, dass es gar nicht geht. Das ist mal eine Frage raus zur Regie. Hört man den Philipp, wenn er schwätzt? Vielleicht kannst du sagen, dass es A ist. Bei uns leuchtet eigentlich alles, was leuchten sollte. Sonst schwätzt halt einfach ein bisschen weiter. Und da sieht man jetzt auch wieder ein Kinderzügli, vielleicht mit 2, 3 Eltern dabei. Auch das ein gutes Beispiel. An der Fasnacht gibt es einfach in jeder Größe und in jedem Ausmaß. Das könnte jetzt durchaus eine Familie sein, die den Wagen selber bastelt hat. Das Kind läuft voraus oder läuft mit. Sehr schön. Es muss also nicht immer ein Stammklick mit 120 Leuten sein, sondern es darf durchaus auch einfach mal eine Familie sein, die sich den Blausch macht, die Cortège-Route hier abzulaufen. Hier hört man eine Gruppe, die einen Beatles-Song spielt. Die Ohrengrübler sind das. Ihr Sujet einfach Fasnacht. Tod, Verderben, Elend und Gewalt, es lenkt, wir sagen Halt. Im 2025 haben wir uns entschieden und das Schlechte gemieden. Das ist auch ein Ansatz, das gibt es auch bei ein paar Klicken, die sagen, die Welt ist schon so
geht schon so die Scheissgasse ab, dass wir hier nicht auch noch mitmachen. Darum legen wir es Wert aufs Positive, auf die schönen Sachen, gerade an so einer Fasnacht. Das ist also durchaus auch möglich. Ohrengrüber sind eine der grösseren Basler Guggenmusiker. Es ist gerade ein bisschen schade, dass sie nicht spielen dienen. Sie trommeln wenigstens ein bisschen. Aber auch so Guggenmusiker brauchen mal eine Pause. Stellt euch vor, ihr dient 6 Stunden lang in so ein Instrument reinblasen. Irgendwann ist dann da einmal genug. Und dann hat es eben jede Gugge praktisch noch so eine Trommelsektion, wo dann auch ein bisschen wo man ein bisschen ruhigere Teil des Garten einläuten kann. Horburg-Ruchen, 1954. Ein älterer Wagen, den gibt es schon sehr lange. Wir hatten eine Idee. Am Dienstag zieht uns das Komitee. Jetzt können wir vielleicht doch einmal über das Fasnachtskomitee schwätzen. Zuerst einmal, was das Fasnachtskomitee nicht ist. Das Fasnachtskomitee ist nicht der Organisator der Fasnacht. Da legen sie ganz grossen Wert drauf, weil die Fasnacht ja doch das Wilde, das Unorganisierte soll bleiben. Aber was sie natürlich organisieren, ist einerseits die Verteilung der Subventionen. Also wenn man eine Plakette verkauft, wenn man Plakette kauft, geht immer ein Teil von dieser Plakette in einen Topf, und aus diesem Topf wird dann wieder an die Klicken verteilt, dass die das können für Kostüme brauchen, für Larven brauchen. Wie das genau passiert, ist das bestgehütete Geheimnis in Basel-Stadt. Also das weiss man nicht so genau, aber wir vertrauen diesen Herren und Damen im Fasnachtskomitee, dass sie das richtig machen. Und jetzt, es ist fast wie in den Nachrichten, sagen wir, und jetzt geht es zum Wetter. Es kommen nämlich die Basel-Tübli. Und mit dem Wetter geht mein Mikrofon auch wieder. Halleluja. Die Basel-Tübli mit dem Satz. Und jetzt zum Wetter, wo man eigentlich so ein bisschen den Switch macht von all diesen Nachrichten, die einem Bauch- und Kopfweh geben, wenn man dann wieder zum Wetter rübergeht. Und sie geben da wirklich eine dickere Bedeutung dahinter. Also man ist fast schon froh, oder, wenn der Mann oder die Frau im Fernsehen sagt, und jetzt zum Wetter, weil dann weiss man, alles andere ist vorbei. Ja, und wir sind in dieser glücklichen Lage, dass man den Krieg natürlich mitverfolgen kann, aber man kann eben auch ausblenden. Im Nahen Osten ist es wie immer. Mal ruhiger und mal wieder schlimmer. Es wird gnadenlos terrorisiert, kaum ein Tag, wo nichts passiert. Ständig trampt man einem ins Keg. Das führt dann zu Vergeltungsschlägen. Frustriert hockst du auf dem Kanapee, magst schlimme News gar nicht mehr sehen. Wir können in der Schweiz hier hoffen, wir sind ja nicht direkt betroffen. Etwas Schönes wäre jetzt doch netter. Zum Glück kommt das letzte Moment ja das Wetter. Ein schöner Zettel natürlich mit dieser typisch satirischen Note drin. Die Fasnacht die soll auch eben dort hingehen, wo es weh macht. Ein weiteres Sujet, ausgespielt von einer Clique, die das beweist am heutigen Nachmittag. Das Komitee hast du noch erwähnt. Sehr blau. Aufgepasst. Das könnte auch ein Sujet sein, wo wir da ja ganz besonderen Auge drauf legen, weil es auch eher in die Sparte hineinspielt, die aufrütteln soll. Zuerst aber machen wir weiter mit der jungen Garten, die hier vorne dran ist. Von den Rheinschnucken. Cabaret Rotstift. Das ist ihr Sujet. Die Jungen sind hässig. Der Bund muss sparen. Und auch hier wieder ausgerechnet bei Jugend und Sport. Also das ist wirklich etwas, was die Kleinen bewegt. Oder wir kommen nicht mehr mit gleich viel Geld in den Lager. Wir haben nicht mehr das gleich tolle Programm. Das finde ich sehr toll, also die das wirklich etwas, was sie betrifft, aber auch eine Obrigkeit quasi entschieden hat, dass sie dort dagegen rebellieren mit der Fasnacht. Zu Recht, wie viele schöne Erinnerungen haben wir an Lager. Oder was ist uns zum Teil auch geworden, oder? Sportlich gesehen, dank eben einem von diesen vielen I&S-Lager. Da gibt es sich speziell mehr, wenn dann der Kameramann oder der Kamerafrau ganz nah
kommt, wenn man so am Spielen ist. Das hast du sehr gern. Das glaube ich. Mit dem sogenannten Lüfteln, das man tut, wenn man liegt. Ja, genau. Wenn du den Arsch nicht auswendig hast, dann kommt da so eine Kamera vom Schweizer Fernsehen. Da hat man ja zum Glück einen Affen da. Genau. Sehr kreativ umgesetzt mit dem Bundesrotstift, mit den verschiedenen Organisationen, die betroffen sind. Den Jugendlager, Sportlager, Pfadilager. Und hier ist es das Blau, das du vorher angekündigt hast, wo man von dieser Clique neben der Rheinschnurke weiss, blau ist das neue Braun. Und das ist, glaube ich, also ziemlich sicher ein Sujet, das zu reden gibt an dieser Fasnacht. Blau ist das neue Braun. Da spielen sie darauf an, dass die AfD und auch die FPÖ in Blau daherkommen. Also die Parteien, die im Fußballfeld wahrscheinlich auf dem rechten Flügel würden shooten. Hurra, wir sind wieder da. Die Straße frei, sie kennen nichts, sie glauben fest daran, sei so weit, als das rechte Volk endlich verwacht. Wenn das passiert, dann gute Nacht. Und das ist natürlich heikel. Oder? Sie haben dann auch so die Armbinden, oder? Die erinnern natürlich auch an etwas. Natürlich stark. Sie sagen einfach, während den Anfängen, also was wir hier beobachten im Ausland, im nahen Ausland, im fernen Ausland, da muss man sorgfältig darauf schauen, dass das nicht in eine ganz schlechte Richtung kippt. Ja, es kann einem schudern, wenn man das jetzt hier gerade so sieht. Das kann einem natürlich auch entsetzen. Oder? Du wirst hier eine laute Minderheit wahrscheinlich haben, die sagt, das macht man nicht, das entsetzt mich. Ich habe da relativ dezidierte Meinung. Also ich finde, es gibt ein Gesetz, das sagt, das darf man nicht. Dann aber auch noch wichtig, nur weil man selber persönlich verletzt ist, heisst nicht unbedingt, dass man Recht hat. Und das Dritte, ganz wichtig, man muss ja auch schauen, in welchem Umstand, in welcher Umwelt so etwas stattfindet. Kontext, wenn du in einen Kontext danke, wenn du in einen politischen Kabarett gehst oder an eine Basler Fasnacht, wo sich ja Satire, Kritik an den Opern auf die Fahne geschrieben hast, dann ist man gefasst auf so etwas. Dann sollte die Messlatte zum Entsetztsein wesentlich höher sein, als wenn du einfach am Samstagmorgen gehst, die Kommissionen laufen und du läufst in so einen Zug rein. Da verstand ich dann jeder und sagt, was ist denn das? Ja. Was hast du schön erklärt in den Treppen? Ich bin überzeugt, dass das wird noch zu reden geben. Und da wird man Leute finden, auf der rechten Seite, die sagen, endlich sagt es mal jemand, und auf der linken Seite, die eben sagen, das macht man nicht. Das ist rassistisch quasi. Da strahlt der Junge, der eben auch mitspielt an dieser Fasnacht, bleibt verspielt, wo man die Jungen feiert, den Nachwuchs ehrt. Was auch ganz wichtig ist, dass die Jungen mitgenommen werden an die Fasnacht. Sie das erst mal erleben, vielleicht noch nicht gerade kostümiert oder so kostümiert, wie man das vielleicht in einem Laden kaufen kann, den selber machen muss. Hast du Erinnerung an deine allererste Fasnacht als kleiner Knopf? Ich habe eine Erinnerung an mich allererst selber gemacht, in Anführungs- und Schlusszeichen Kostüm. Und zwar war das ein Trommelhund. Und da habe ich mit meiner Mutter zusammen gefühlt die 2,5 Jahre immer so Wollfäden an eine Türfalle gebunden. Und dann hat man das mit einem Bleistift gedrüllt und dann hat es so Kordeln gegeben. Dann hat ich mich von Kopf bis Fuß in so braune Kordeln eingehüllt und gesagt, du bist jetzt ein Trommelhund. Das ist, da bin ich etwa 3 oder 4 gewesen. Das ist mir also noch geblieben, weil wir dort Nachmittag lang mit dem Bleistift so Fäden zusammengedrüllt haben. Und nachher stolze Bolle natürlich an der Fasnacht. Ja, also man hat fast nichts mehr gesehen, weil man schnell Fäden in den Augen. Ja, es war lässig. Da sieht man, man ist im ganzen Schrittli-Tempo unterwegs. So genau muss es sein an der Basler Fasnacht. Schön auch hier ein Bild auf die mittlere Brücke. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen grau ist durch die paar Wolken, farbig ist es.
an dieser Basler Fasnacht. Mit Tausenden von Geschichten, die Fasnacht schreibt. Achtung, nicht verschrecken jetzt. Seht ihr es nicht gerade auf dem Bild, aber da ist ein Wachswagen, der uns jetzt fast einen Orangen an die Scheibe geschossen hat von unseren Kabinchen. Ja, die Basler Fasnacht können Sie natürlich nicht nur hier am Fernsehen mitverfolgen, sondern auch, egal wo Sie gerade sind, ganz einfach streamen. Online oder eben in der App auf dem Handy Play SRF. Das geht nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit. Ein lieber Gruß auch an dieser Stelle an alle Heimweh-Baslerinnen und Heimweh-Basler, die zugeschaltet sind. Vielleicht unsere Zeit am 4 Uhr morgen, irgendwann am 12 Uhr Mittag in Shorts gestanden sind und ein bisschen traurig sind, dass sie nicht gerade dabei sind. Hier. Ich glaube, das tut schon weh. Das ist fast eine Heulgeschichte. Jetzt läuft es eigentlich wieder recht auf beiden Routen. Zeitlang ist die Route weiter weg von uns, von der Kamera praktisch leer gewesen. Da scheinen jetzt aber doch wieder Einheiten durchzukommen. Das kann am Fluss vom Garten ist nur gut. Ja, jede Clique entscheidet ja selber, oder ob es ein Wagen ist oder ein Gucken, wenn man einen Halt macht. Stinkt das einmal, wenn man hier dabei ist, am Garten ist und dann heisst es, jetzt gehen wir schon wieder in Beiz? Nein, ich glaube, sonst wären wir nicht in dieser Clique. Das gibt sehr unterschiedliche Meinungen, wie lang die perfekte Länge von einem Umgang ist. Da gibt es Klicken, die sagen, wir haben jetzt 365 Tage geübt auf diesen Anlass. Da wird jetzt so lange gelaufen, bis man quasi umgeht. Es gibt aber auch andere Klicken, die dann so nach einer halben Stunde oder wenn es regnet, vielleicht schon gar nach einer Viertelstunde sagen, so, das war's, ab in die Beiz. Also da ist auch wieder jeder sehr frei, was er macht oder was er nicht macht. Dort hinten sehe ich schon irgendeine Wespe. Ah, jetzt kommt aber zuerst der Super Mario. Vor der Lalli-Clique, der junge Garde. Natürlich ein Sujet, wo man noch jungen Spass hat dran, mit dem Super Mario. Ein Jubiläum hat der Mario, der ist jetzt auch schon 40. So alt sind wir schon. Da sieht man es. Aber auch hier sind die Kostüme schon fast vorgegeben. Mario und Luigi sind bei der Gali. Weißt du, wie der Gali heisst? Das habe ich nie gewusst. Ah, ich habe es mal gewusst, aber seit die Mario Kart so spielen, habe ich sie wieder vergessen. Bildungslucke. Und es schwirrt alles wie näher an die Hornissen oder was das ist auf dieser Laterne dort vorne. Da kommen schon die ersten im Vortrab. Das ist die Lalli mit ihrem Sujet Verreis, massiv, invasiv. Ja, und der Ton dazu ist bzz, bzz, bzz. Wir sind massive, invasive und breiten uns aus. Und meinen damit kleine Viechli, die man nicht gerne hat. Vor allem nicht hier. Also sie lüpfen das natürlich dann noch eine Ebene weiter. Oder sie sagen, die aktuelle politische Lage die zeigt Parallelen im Umgang mit Bekämpfung von invasiven Insekten und Neophyten. Wie sollen die einheimischen Arten und die einheimischen Kulturen geschützt werden und wo sind Parallelen zur Ausländerfeindlichkeit? Mir gefallen die Larven. Der Zug der verändert sich auch. Also grundsätzlich haben alle das gleiche Kostüm. Zuerst ein schillernder Frack, dann ein brauner Frack und dann ist es eine Larve mit einem grossen gelben Maul. Die Kostümjacke die kann beidseitig getragen werden. Also zuerst waren die alle als schillernde Käfer unterwegs gewesen. Und im Verlauf der Fasnacht haben sie sich dann immer mehr, oder fangen sie sich also mehr auf die Kostümjacke drüllen.
und werden dann eben zu diesen braunen Hornissen. Am Endstreich sind dann alle braun. Da hinten hat es schon ein paar, 2, 3, die schon die Verwandlung hinter sich haben und die anderen haben noch so grüne oder blaue Anzüge drunter an. Schön umgesetzt. Ich sehe das. Kommen jetzt gerade ein Wagen, der wegfährt, einer, der kommt. Weißt du was? Jetzt gehe ich noch mal schnell. Ich habe ein Versprechen gegeben, dass ich noch etwas schnell mitnehme hier wieder. Und dann schnell zu einem Wagen. Dünn sein. Ich kann die Türen hier auch abschließen. Ja, gern. Also ich würde dann einfach aufmachen, wenn ich wüsste, dass es sich lohnt. Also. Versuch Nummer 2. Philipp, das hat man jetzt hier gerade aus seinem Türchen rausgekommen. Muss ich noch anziehen zuerst. Nicht, dass er verfriert. Das sind also die 3 Hinterausgänge von unseren Kabäuschen. Hier ist das ganze Material, sind die ganzen Kameras. Das ist eigentlich das Headquarter von dieser Übertragung. Feuerwehrmänner gibt es, glaube ich, hier bei uns nicht. Aber wir wissen ja, wir hätten einen im Publikum, falls wir ihn nötig haben. Das ist sicher noch unschlüssig. Das Gefühl, er ist sich langsam, aber sicher wird er sich der Wichtigkeit von dieser Mission bewusst, die er hier macht. Und jetzt geht es ab. Steigen wir ab und ab ins Fasnachtsgewühl. Während dem langsame Wagen hinter ihm vorbeizieht. Kills Basel sind das. Das ist eine Guckenmusik, die sich sehr auf Schottisch versteht. Das sieht man schon an den Kostümen. Und ich höre, Philipp ist ready. Da bin ich gespannt. Ja, ich also auch. Es geht immer einen Moment natürlich, aber wir sind jetzt installiert und ich habe gesehen, ein Wagen ist in die Richtung schon weg. Auf die gegenüberliegende Route möchte ich nicht unbedingt, weil macht man nicht so gerne kreuzen. Aber ich sehe, hier kommt der Wagen. Jetzt sehen Sie, kommt er hier daher. Oh, es sind schöne Köpfe und ich probiere es jetzt gerade mal schnell. Das sind die Primidoven. 25 Jahre. 25 Jahre, die feiern sogar ein Jubiläum, die Primidoven. Ich hoffe, sie geben etwas auch mir und nicht nur den Goven. Jetzt muss man schnell sein in diesem Moment. Schön sehen, dass man Plaketten sieht. Entschuldigung, Moment schnell. Jetzt Achtung, jetzt kommt der Moment. He? Laut rufen. Wackis, hast du mir etwas? Wackis. Oh ja, okay. Ja, aber da musst du aufpassen mit dem, gell? Dankeschön vielmals. Oh, wunderbar. Sehr gut, kann man immer brauchen. Hey, das hat sich doch schon mal gelohnt. Es waren jetzt keine Blümchen, keine schönen Mimösli, aber ich glaube, das ist etwas, was man gerne mal zurückbringen im Simon. Popcorn und Bier. Vielleicht das Bier, schau mal, du hast schon eine passende Kappe, nicht die gleiche Marke. Was, Popcorn kannst du mal lassen, aber das Bier nehme ich. Nicht alles verschenkt. Wenn ich schon das habe, danke schön vielmals. Das ist gut. Ja, Bier können wir nicht brauchen, aber das hier, das ist gut, wunderbar. Gut, wir gehen mal schnell. Hallo! Hallo! Du musst halt die Hände runternehmen, damit wir ja, nein, Der Moment, schau, jetzt schaffen wir zusammen. Jetzt nicht. Schau, jetzt schaffen wir zusammen. Das schaffen wir zusammen, weit. Wir winken. Wackis, Orange. Schau jetzt hier. Schau, da ist sie. Schau. Oh, jetzt. Ja, schau, ich kannst jetzt holen. Schau jetzt hier. Schau jetzt, ich mache extra für dich. Aber trinkst du es denn schon, gell? Schau jetzt hier. Gut. Extra für dich. Ja, aber halt das... Schau mal, jetzt musst du mal schauen. Das ist alles für dich allein. Wir haben keine Zölle drauf, nichts ist alles gratis heute. Das ist sehr lieb. Ja, Dankeschön vielmals. Einen kannst du auch. Das ist ein bisschen gierig, dummt's mich, gell? Ja, so, ich habe schon gedacht, du hast gefüllt bis unten. So hat das ausgesehen. Ja, so nein, weißt, alles geben wir dann schon nicht, gell? Gut, also. Zum Wohl, gell? Zum Wohl, danke dir vielmals. Schau, dass der Wagen nicht verpasst ist. Schöne Fasnacht. Und ja, ich gehe jetzt wieder zurück. Und dann nehme ich, glaube ich, ein kleines Schlückchen. Zum Wohl. Also, diese Mission ist doch außerordentlich erfolgreich gewesen. Wer hätte das gedacht?
Sehr schön. Man sieht also, mit ein bisschen Durchsetzungskraft bekommt man auch etwas von einem Wackiswagen. Das waren die Primidoven, die hier jetzt langsam über die Brücke in Richtung Grossbasel ziehen. Martinsgasse 13. Dort ist übrigens ihr Glickenkeller. Falls dort mal jemand will vorbeigehen, weil er Lust auf Popcorn, Bier oder Shots hat. Popcorn ist gerade das Stichwort. Oh, danke vielmals. Das darfst du gerne haben. Ja, dann kannst du jetzt drüber schwätzen, bis ich die Popcorn-Teile aus meinen Zähnen draussen habe. Das ist so eine Kindheitserinnerung. Wenn ich bei einem Wackiswagen bin, habe ich ganz ehrlich immer noch ein bisschen Angst. Weil ich weiss noch mal, ich bin... Schau mal die an, von denen kann man keine Angst haben. Ja, aber ich weiss noch, als Bub bin ich mal an der Phase gesehen, da haben sie meine Mutter auf den Wagen gezogen, dort hat man das noch mehr gemacht und dann auf dem Wagen gestopft und sie ist irgendwie fast am anderen Ende von der Stadt, hat sie wieder ab dem Wagen gelassen und ich bin allein dort gestanden mit meiner Schwester. Also das ist natürlich wirklich ein traumatisches Erlebnis gewesen. Aber das macht man heute. In dem Sinn habe ich das schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das ist gute Musik. Die Unschlüssigen mit dem Sujet «Wir Trumpen mit Überschall in Ruin». Und das ist die alte Garten von der Seibi. Sold und Rente, wir Boomer rücken noch einmal ein. Da geht es natürlich um die Armee, die zu wenig Geld hat. Sie sind entsetzt und zahlenmäßig unterbesetzt. Man fährt darum eine neue Strategie und beruft Rentner das zweite Mal ein. Wir sind die erste Boomer-Division, die dank Sold und Rente statt Lohn noch einmal einrückt. Wir probieren den Unterbestand zu korrigieren. Das ist natürlich sehr nobel. Hören wir gerne die alten Reservisten. Oh, jetzt haben wir so viele Wackis auf der Straße gesucht. Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich ein kleines Gefühl, dass da etwas zu uns in den Wagen kommt. Du, also ich weiss. Oh, da klopft er. Ist das der, der da tätscht? Ja, den machst du auf. Das kann ich jetzt schon sagen. Komm raus! Ich helfe nicht. Du musst keine Angst haben, wir machen dir nichts. Kannst rauskommen, du musst keine Angst haben. Führen! Philipp! Sali, das mal schnell. Also ich bin ja gewohnt, dass Gitzknäpper-Wackis kommen, aber du siehst gar nicht nach einem Wackis aus. Nein, das sind die Wikinger. Aha. Wir verteidigen Grönland vor dem Trumpeltier von Amerika. Aber ich möchte dir jetzt herzlich willkommen sagen bei der Fasnacht. Seit heute Morgen bist du auch im 4er-Club, nicht nur im 5er-Club. Wenn ich los Ah ja, oh, also der Wikinger ist auch ein Radiohörer, was mich natürlich freut. Oh, dann schau mal. Aber die machen... Oh, die machen... Was, nicht alle miteinander reden, sonst hört man euch ja nicht. Was hast du sagen? Naja, ich wollte schnell schnuppern, wie du schmeckst. Du bist ja der Neue, weißt du? Ja, genau. Und? Ja, nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen Angstschweiß noch. Trotzdem ist der Angstschweiß. Eva, wir vermissen dich, aber er macht es ganz gut bis jetzt. Er lacht immer noch. Dankeschön vielmals. Du, aber ich muss schon sagen, Gitzknäpper-Wackis, ich habe mich schon eingestellt auf Wackis. Jetzt haben wir da etwas, kommt ganz neu daher. Jetzt ist es mal etwas anderes, oder? Wenn der Trump hat auch etwas anderes gemacht hat, oder will da Grönland etwas produzieren. Dann haben wir gesagt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da müssen wir schauen, dass Grönland in eigener Hand bleibt, oder? Wir kämpfen gegen den Trump, oder? Super. Trump hat dir den Kampf angesagt. Also wenn der auf Grönland geht, gehen wir auch und räumen auf und jagen ihn gerade wieder heim. Also, es gibt ein sicheres Gefühl, muss ich jetzt gerade ehrlich gesagt sagen. Alle 20 Jahre machen wir ein Sujet-Wackis, das ein bisschen mehr ausspielt. Und wir kommen jetzt den Grönländern zur Hilfe, weil wir sind zuerst da gewesen. Vor 1044 Jahren ist der Erich der Rote, unser Vorfahr, in Grönland angekommen. Und da braucht der orange Nuss aus dem Weißen Haus gar nicht erst anfahren. Hey, das sind Männer von dann. Also, sie sind wirklich überzeugt von dem, was sie sagen. Ja? Philipp hat nicht so lange Zeit, dann muss doch bitte machen. Gib mir mal ein Geschenk. Ich habe das Gefühl, er kommt kein Geschenk rüber, nicht so wie die Eva. Also was, ihr habt noch ein Geschenk von mir auch? Ja, ich habe die Jacke vergessen, es wird langsam kalt. Ja, da, machen wir. Das ist für dich. Oh, warte, du musst mal schnell das Mikrofon heben. Da.
Nein, warte, du kannst es nachher drinnen aufmachen, nicht einfach. And for our English watchers, especially for the American ones, we were here first. Hey! Aber nicht fest umdrehen, gell? Genau. Oh, ein Haufen Tafel. Dankeschön vielmals. Das ist aber so. Ja, du bist eben ein bisschen schlank im Moment. Das müssen wir noch ein bisschen ändern. Also da sind definitiv ein paar Kalorien dabei, die man geben kann. Dankeschön vielmals und ich wünsche euch eine wunderschöne Fasnacht. Einen guten Start und hoffentlich schaffst du es 10 Jahre, gell? Ja, ich gebe mir Mühe. Damit du nicht krank wirst auf dem Weg nach Grönland, haben wir jetzt das obligate Schlückchen aus unserem Flachmaß. Also der wird jedes Jahr einen grossen genommen. Du nimmst doppelt so gross, also nimmst doppelt so grossen Schluck das mal. Gut, ich habe schon gemeint, ich komme drum herum, aber ja, also gut. Gut, wunderbar. Wow! Du musst mit beiden Händen, das soll ich dir das Mikrofon nehmen. Bei euch muss man alles mit beiden Händen machen, die sind so stark. Heiliges Wasser! Oh, super! Das wärmt schön! Ja, also, Sirup ist es nicht. Dankeschön vielmals. Haltet euch schön warm, habt keine Angst mit dem und eine schöne Fasnacht. So wie jedes Jahr ist ein Ehre für uns. Wir würden gerne ein Vergizknappenfoto machen mit Philipp dieses Jahr. Das machen wir gerne, aber ich glaube, unterdessen gehen wir wieder an Gordes. Dankeschön vielmals, komm, machen ein Bild zusammen. Super. Und während man hier noch sieht, wie das Gitzknapper-Föteli entsteht auf unserem Podest, das sieht richtig gefürchtig aus, die 4 Wikinger. Und hier wieder die tolle Drohnenaufnahme von der mittleren Brücke mit der inneren und der äußeren Route. Man sieht, danke vielmals auch euch, eine schöne Fasnacht. Das war noch ein Gitzknapper Restposten. Wir haben es vorher von der Armee gehabt. Das rote Haus dort in der Mitte, das war einmal unsere Kaserne. Heute wird das umgenutzt, wenn man Mieter dafür findet, mit Restaurants, Ateliers, Bars. Alles hat es dort drin, nur keine Soldaten mehr. Hier oben drauf ist übrigens eine Rooftop-Bar, weil man als moderne Stadt auch Rooftop-Bars muss haben. Es ist sehr angenehm dort zu sitzen, wenn es so ein bisschen kälter geworden ist am Oben. Und wenn man dort am Nachmittag drauf geht, wird man prägelt wie ein Spiegelei. So, da sehen wir wieder einen, der zurückkommt. Leicht verstört. Ich bin ja mehr draußen als hier in diesem Kabäuschen. Ja, bin ich leicht verwirrt, gell? Schon ein bisschen. Das Schrecken, aber Schrecken steht da noch in den Augen. Ja. Zuerst war das Waggis-Erlebnis, dann noch die Wikinger. Ja, was haben Sie für aber eine sie Box? Haben toll ausgesehen. Die Box nicht da? Ja, doch, da. Da ist eine Schlagstangenbälle nachher. Schau mal, was da drin ist. Ja, warum? Sie ist halt dafür. Wir müssen jetzt schon schnell testen, ob da nicht einfach noch Blödsinn drin ist. Nein, es ist wirklich, also wir können es brauchen. Hier. Danke vielmals. Ja, das ist dich. Das Erste, was ich genommen hatte, so eine coole Schlagstange. Und dann einfach ein klassisches Täfeli. Und das schau mal, sie haben sogar noch gesund. Nein, das kann man jetzt natürlich nur schlecht Nein, das ist ein Markenkäppli. Kann sie so anziehen, dann weiss man vielleicht, wie Marke das ist. Gut. Es hat dann auch noch eine Kappe für mich. Also wirklich toll. Aber fast ein bisschen faul, weil eigentlich an der Fasnacht muss man sich ein bisschen ergattern, wie ich das probiert habe. Nein, aber schön, also herzlichen Dank, der Gitzknapper-Waggis. Das ist eine Tradition schon seit... Ja, gewusst, dass sie, eigentlich habe ich ja gewusst, dass sie kommen. Das machen sie schon. Das ist schon seit mehreren Jahren. Ja so. Toll. Äpfel, also jetzt habe ich Äpfelschlägstangen, jetzt bin ich eigentlich verpflegt bis zum Rest der Sendung. Gibt es auch noch? Genau. Passend kommt jetzt so ein Wagen von einem Grossverteiler, was all die Sachen, die wir hier gezeigt haben, wahrscheinlich auch noch zum Kaufen gibt. Und da sieht man, wie dicht und all die Hände, die darauf erpicht sind, irgendetwas zu fangen. Weil man so ein tolles Gefühl gibt. Also so das Gefühl, eine Orange zu fangen, ist schon etwas Tolles. Wir sind mittlerweile jetzt schon gut 1,5 Stunden live hier am Gordes von der Basler Fasnacht. Und die Zeit sie verfliegt im Nu. Es ist wirklich schnell, wie das geht. Aber es läuft dann natürlich auch so viel und es ist wunderschön.
Da haben wir ganz eine bekannte Gucke aus Basel, die Schränzgritten. Wir sehen es am Orange. Immer wenn an dieser Fasnacht etwas Oranges kommt, geht es entweder um einen Grossverteiler oder dann die Schränzgritten. Sie feiern 650 Jahre die böse Fasnacht Anno 1376. Das war eine ziemliche Schlacht einmal. Gilt als böse Fasnacht, als Symbol vom Aufstand der Schwachen. Die Schränzgritten dann sicher morgens oben wieder ein Highlight beim Guggenkonzert. Und hier ist die junge Garde von der Glungi und auch die Pinkis noch dazu. Das 14er Tramli, das hier kommt. Die Glungi und drinnen sitzt ein blauer Frosch, oder was ist das genau? Da kommt ein Sujet, das den aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern bestens bekannt sein wird. Das ist nämlich das, was ich vorgelesen habe, als ich gemeint habe, das sind Giftschnecken. Glungi, jetzt aber richtig. Stimm ab oder heul leislich, das ist ihr Sujet. Das ist eben eine Folge für Sujet. Entschuldigung, ich wiederhole mich ein bisschen. Vom letzten Jahr. Das ist ein Zeitchen her. Ihnen ist Böses geschwant, Selmol. Diktatoren, Menschen, die nicht so dienen. Und natürlich ist die Welt hat sich weitergedreht, ist aber genau gleich geblieben. Und sie sagen jetzt, da gibt es nur etwas dagegen. Demokratie ist toll, man muss aber auch aktiv teilnehmen daran. Und sie ziehen das durch. Also sie haben bereits weit vor der Fasnacht langsam die Klicken aufs Sujet eingestimmt. Dann haben die Klickenmitglieder dürfen Initiativen einreichen und wenn sie genügend Unterstützung gefunden haben, hat man das auch gemacht. Sie haben einen Abstimmungsbücher dabei. Ja, echt jetzt? Und die Initiativen, die eingegangen sind, sind unter anderem ein anderer Startpunkt am Cortège oder neben einem Zapfhahn für Bier soll es auf dem Requisit auch noch Gin Tonic oder Weisswein geben. Also wirklich die Grundbedürfnisse von jedem Mensch werden da abgedeckt. Und die Petitionen werden dann am Mittwoch am Komitee übergeben. Also fast wie ein richtig. Tambourmajor, der Rednerpult, die sogar aufsteht und eine Rede haltet und eine ziemlich energische Rede haltet, wie man sieht. Und dann haben sie sogar gewisse Pfeifer und Trommler sind Laternenpföhle. Also man kann etwas aufhängen, ein Abstimmungsplakat. Fantastisch gemacht. Sehr fantasievoll umgesetzt, ja. Aber sehr schönes Sujet, schon nur vom Namen her. Stimm ab oder heil leislich. Uns hat Böses geschwant letztes Jahr. Die Gefahren sind leider immer noch wahr. Jetzt haben wir das Mittel identifiziert, wo das Übel wirksam kuriert. Demokratie nach Schweizer Art mit Einbezug von der Basisbar steht auf dem Zettel. Auch wieder ein Kostüm, das super funktioniert, also im Zug. Wenn es nicht windet. Ich wollte sagen, das ist jetzt so ein Kostüm, das dann wahrscheinlich recht deine Halsmuskeln beieinander haben, wenn du da mit 120 Stundenkilometern nach Kahn ins Gesicht bloß. Ja, was wir nicht hoffen, dass es noch so stark wird mit dem Wind. Aber ja, dann siehst du ein bisschen aus wie ein umgestülpter Schirm. Wie ist denn das eigentlich mit diesen Kostümen? Haltet man die in der Regel nach der Fasnacht oder verschwinden denn die mal? Geschmackssache. Schlichtweg Geschmackssache, Platzsache. Du kannst nicht jedes Jahr die Fasnachtskostüm daheim behalten, wenn du 40 Jahre Fasnacht machst. Sonst hast du einen 12 Meter langen Kasten. Oder du hast einen bestimmten Bezug zum Sujet, weil vielleicht du geholfen hast, das mitzumachen.
Also da gibt es unterschiedliche Strategien, wie man mit diesen Kostümen nach der Fasnacht umgeht. Da sieht man einen weiteren Wagen kommen. Von der Wagenklicke Rheinwelle. Das Phantom von Basel zieht uns der letzte Stutz aus dem Sack. Keiner hat es je gesehen. Doch ist es überall lautlos, zieht es durch die Gasse und saugt das Volk aus. Und so wandert unsere sauer verdiente Franken von einem Staatssäckel zum anderen. Phantom of the Opera mal ein riesen Erfolg gesehen in den 90er Jahren, glaube ich, im Musical-Theater. Das war, glaube ich, sogar das erste Musical, das man hatte im Musical-Theater. Man sagt sogar, man hat das Theater nur für das Musical gebaut. Weil nachher ist der Name nicht mehr so viel gelaufen. Aber die haben das immer noch, mögen sich noch daran erinnern und haben das, hier sieht man es, spielen das aus, übersetzt auf die heutige Zeit. Ja, da von beiden Seiten kommen da Treppchen weiß und schwarz. Schön traditionell baslerisch. Und der Lauch noch hinten nach. Voilà, etwas Gesundes noch und gefangen auch. Perfekt gemacht. Das ist jetzt so ein klassischer Wackiswagen, den wir gesehen haben hier von der Wägli-Tramper, einfach mit dem Stroh eingepackt. Wir hören hier Streicheln, Glocken, aber ich sehe sie nie. Aber der Sack ist leer und es verblasst ihn gerade auf der mittleren Brücke. Schön, da der Eindruck auf dem Wagen zu sein. Ich stelle mir das auch wahnsinnige Höchstleistung vor, wenn du so einen Cortège machst auf dem Wagen. Da bist du ja gefühlt heiser nach einer halben Stunde, oder nicht? Da riefst du wahnsinnig viel entgegen umeinander. Du kannst natürlich vielleicht ein bisschen mehr absitzen als jemand, der in einer Clique läuft. Das sind jetzt nicht das genau. Die laufen diesem Wagen hier voraus. Der Gillerrucker. Das tönt wunderschön. Auch das zu hören an der Fasnacht. Hier natürlich auch wieder vertonte Vorfreude auf das Jodelfest im Sommer. Der Gillerrucker, genau, wir jodeln voraus. Es läuft gerade richtig etwas hier mit den verschiedenen Wagenklicken. Das hier die Rettigwackis. Wackis ja eine ganz traditionelle Basler Fasnachtsfigur, eben sehr beliebt auf den Wegen. Und da spielt man ja die Nachbarn aus, gerade von Basel. Aus dem Elsass, ja, hat Verbindungen zu der elsässischen
Bauerfrau oder ein Bauer, die dann einmal auf den Markt kommen zu Basel. Darum sind sie vielmal auch blau, weiß, rot. Die haben jetzt die Farbe ein bisschen anders gewählt. Die Wege, die man Wochenende für Wochenende am Samstag vor allem im Wagenbau ist, irgendwo in einer Halle oder auf einem Bauernhof in der Umgebung, wo glücklicherweise da zur Verfügung stellen, den Platz, dass man dort bauen kann. Und ich glaube, dort kommt es schon richtig in Vorfahrtsstimmung. Hier kommen ein paar Hasen ins Bild. Was könnte das für Hasen sein in der heutigen Zeit? Sie machen nicht gerade den glücklichsten Eindruck, Nein. Die Hasen. Vielleicht haben sie sogar ein bisschen Angst. Die Ohrenlampen auf jeden Fall. Das sind die Angsthasen von der Verschnaufer. Sei doch nicht so eine Angsthase, sie wollen ja nur spielen. Sie, das sind die hier auf der Laterne gemeint. Ein russischer Bär, ein amerikanischer Adler. Da geht es darum, dass in Europa und der Schweiz eigentlich alles Angsthasen sind von diesen grossen Weltmächten. Und weil man hier nicht das ist eigentlich noch löblich, nicht mit den typischen Europa-Klischees, also dass da nicht ständig irgendwelche Franzosen mit Baguettes und einem Beret oder die Deutschen mit Lederhosen haben umeinander säckeln, sind sie einfach tutti quanti alles Angsthasen. Angsthasen, die dem Druck, der von außen kommt, wenig oder gar nicht können entgegensetzen können. Hier haben wir auch einen russischen Bär, einen chinesischen Drache und einen Weisskopfadler, habe ich mir sagen lassen, ist das. Oder amerikanisch. Macht ja Sinn. Da sind jetzt die 3 Tambourmajore von der jungen Garde und von der alten. Sind die alle miteinander? Oder ist der jetzt einfach flankiert von... Ich glaube, von der Größe her könnten es auch einfach 2 Vortreiber sein, die dort noch links und rechts vom Tambourmajor mitlaufen. Vielleicht kannst du den Zuschauerinnen und Zuschauern mal die Stammklicken erklären, was eigentlich eine Stammklicke jetzt unterscheidet von sonstigen Klicken. Eine Stammklicke, das sind die ein bisschen über 30 grösseren Klickenvereine in Basel. Eine Stammklicke bist du, wenn du eine junge Garde hast, also etwas für die Jugendförderung tust. Und meistens haben die Stammklicken dann auch noch eine alte Garde. Die nicht mehr so mögen, die nicht mehr so viel laufen wollen. Also junge Garde, Stamm, alte Garde, dann bist du eine Stammklicke. Das sind meistens auch die, die dann wirklich ein Sujet mit einer Laterne, mit einem Zedel, mit einem Requisit ausspielen. Das machen längst nicht alle Grüppli, die ein bisschen kleiner sind. Also, das ist so ein bisschen der Spiritus Rector von der Basler Fasnacht, sind die Stammklicken, wenn es ums Sujet ausspielen geht. Da eben jetzt mit der jungen Garde von der Verschnaufer, die hier von uns weglaufen. Wir schauen zurück und laufen vorwärts, ihr Sujet. Und hier kommt links eine Clique, die schlicht und einfach übertrumpft worden ist. Der Trump, der mit der Welt spielt, jetzt gemäss seinen Regeln, oder muss die Welt spielen. Er selber hat aber auch die höchste Karte. Wir müssen die Spielregeln nicht einmal kennen, sondern wir müssen ihm einfach folgen. Darum ist der Zug, sind das auch verschiedene Jasskarten. Wir müssen es noch ein Unglücksrad geben.
Und oben auf der Helvetia, da sitzt der Trump. Oder ein Trump-Gnom, sagen sie dem. Wo die Helvetia, der Tambourmajor, steuern tut. Hat sie da gerade fest im Griff, wie man sieht. Dazu schreiben sie, die Helvetia bekommt das Recht zu spielen, was der Gnome tut, alles stieren. Das ist sicher unangenehm, wenn da so ein kleiner Trump auf Ja, dem Kopf das sitzt. gibt ein bisschen Knickstarre irgendwann. Also sehr zentrale Figur natürlich an dieser Basler Fasnacht, der Präsident der USA. Und einige aber sagen, wir haben extra nichts mit ihm machen. Da ist er jetzt explizit als Deutscher gewählt. Es ist schon ein bisschen das Bewusstsein grösser geworden. Du hast vor 2-3 Jahren wirklich immer Trump gesehen. Und jetzt hat sich das doch ausgeweitet. Da ist natürlich Russland, Ukraine dazugekommen, China. Also man geht jetzt schon Richtung Geopolitik. Also es ist einfach so die Machtpolitik wieder in wird. Und dass sich die Schweiz da eine Rolle muss suchen in diesem ganzen Zirkus, als sie nicht zwischen den Polen verrieben wird. Spätestens natürlich auch mit den Zöllen, wo man es selber am eigenen Leib auch zu spüren bekommt, was es für eine Auswirkung hat, wer wo an der Macht ist. Hier schweben wir gerade über das Münster. Auf der Grossbasel-Seite, rechts von der Mittleren Brücke. Dort siehst du jetzt einen winken. Wir sehen es vielleicht kaum, aber dort sind wir in der Boxen. Ein wunderschöner Blick hier auf die Mittlere Brücke. Basel seit dem Morgen um 4 Uhr mit dem Morgenstreich im absoluten Ausnahmezustand. Das ist ja schon speziell am 4 Uhr, wenn das 4 Uhr schlägt, wie auf ein Tatsch denn Fasnacht ist. Ja. Wie sich das so verwandelt. Es gibt den berühmten Morgenstreichknopf bei den industriellen Werken, der sehr geheim ist, oder ist. Und dort drückt jemand drauf und dann geht alles Licht in der Stadt ab und dann macht es Pang und dann geht die Fasnacht los. Das ist eindrücklich. Also ich habe das heute Morgen das erste Mal als Zivilist anschauen. Und dort siehst du halt einfach noch ein bisschen breiter, wie das auf einmal basiert. Es ist dann nicht nur rund um die Klicken herum, sondern es ist wirklich rund um einen ganzen Platz oder eine ganze Strasse aufs Moll. Und das ist ein sehr magischer Augenblick, würde ich schon fast sagen. Es ist halt auch, also nur als die als Klicker dabei sind, die spielen genau den gleichen Marsch, den Morgenstreich. Und dann, das finde ich auch noch lustig, spielen sie dann einfach die ganze Phase nicht mehr. Ja, das ist so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz. Dass der Morgenstreich einmal spielt, nämlich dann, wenn es losgeht, wenn der Morgenstreich auch ist, und dann macht man den nicht mehr. Du hast es erwähnt vorher, die Farben Bleu, Blanc, Rouge. Blau, Weiß, Rot. Der klassische Wackis, den wir jetzt hier auf dem Wackiswagen gesehen haben, von der Guy de Bonjour klicken. Rien ne va plus ist ihr Sujet. Es ist wirklich ein klassischer Wackis. Früher hatte der Wackis ja auch nicht so eine grosse Nase und auch nicht so viel Haar, so einen grossen Kopf, sondern eigentlich so, wie man ihn hier sieht. Und jetzt schauen wir gerne noch einmal zurück an den Anfang des Cortège. Vor unserer Aufzeichnung haben wir die Clique dürfen mitnehmen und das zeigen wir Ihnen jetzt gerne hier. Und zwar ist das die Spezi-Clique, die sportlich unterwegs sind. Durch den Ball, durch du Ball, da geht es um Velo, da geht es um Verkehr. Das ist wie in allen grösseren Schweizer Städten, gibt es natürlich in Basel auch der grosse Kampf Velo gegen Auto. Soll man mehr Veloweg machen oder mehr Parkplatz? Sie kritisieren hier ein bisschen, dass man ein Verkehrsmittel am anderen vorzieht. Und übertreiben natürlich wahnsinnig. Sie sagen jetzt, es braucht einen Velo-Highway vom Joggeli am Barfi für die Meisterfeier, es braucht ein Velotramli, es braucht eine Velogondel über den Rhein.
natürlich auch bei den Kostümen orientieren sie sich an einem berühmten Rennen. Und sind dann tatsächlich mit dem Velo unterwegs natürlich. Der Vortrag ist lustig. Das heisst, sie sind letzt abgebogen. Dann haben wir hier die Rennleitung, die hier unterwegs ist. Das ist wie bei der richtigen Tour de France. Oder da fahren doch immer so Auto vorne dran. Ja, genau. Sachen. Es fehlt nur noch die typische Hupi. Da sehen wir jetzt Maillot jaune und da die Bergflöhpreis. Mit dem roten Tupf, genau. Sprinter. Sie kommen wahrscheinlich nicht so schnell vorwärts, wie die Tour de France zusammen macht. Aber ist das auch? Das ist natürlich der Persenwagen. Das ist der Persenwagen, genau. Sitzt aber noch keiner drin. Also sie sind fit geblieben bis jetzt. Das also schnell ein Blick zurück zu den Spezi-Klicken. Ziemlich am Anfang von dem Cortège, wo wir wirklich gesegnet sind mit dem Wetter. Kein Regentropfen am Nachmittag. Das Einzige, der Wind, der ein bisschen bläst, den spürt man vor allem natürlich gerade so, wenn man frei ist über der mittleren Brücke. Ich glaube auch nicht so der Ort, wo man jetzt gerne spielt. Man hört sich dort nicht so gut als... Es verbläst natürlich die Musik, ja. Das ist ganz klar. Es ist viel lässiger, wenn man in einem Gässle, sagt man dem ja an der Basler Fasnacht, oder wenn man zu oben, dann ist es vielleicht noch dunkel und dann ist man mit einer Clique in einer Gasse in. Das ist etwas sehr Schönes. Das ist auch schon Tradition. Die Wackis vom Käppeli-Joch, die fix einfach ihren Platz haben. Und wie Sie sehen, ein Riesenfest. Und die Fasnacht auch schon seit vielen Jahren beleben. Das ist noch praktisch, man muss die Wagen eigentlich nicht haben, das ist einfach das Käppeli-Joch. Fertig, Schluss. Auch hier wieder ein Zeichen, wie voll die Mittelbrücke ist. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, außer man ist jetzt noch an einem Wackiswagen dran. Ja, dann könnte es natürlich... Sie ist jetzt gerade hier in die Fänge geraten. Hoffentlich gibt es dann wenigstens am Schluss so schöne Blumen oder so. Dass mich das hat anlassen. Eine klassische Fasnachtsblume, eine Mimose. Eine Mimose. Die Mimose symbolisiert ja den Frühling, der schon in greifbarer Nähe ist. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über die Mimose. Hast du wissen, etwas über die Mimose? Unbedingt. Also Achtung, passen Sie auch auf. Die Mimose ist eigentlich gar keine Mimose. Sie gehört zwar in die Unterfamilie der Mimosengewächse, ist aber eine Akazie, genauer gesagt eine Silberakazie. Und kommt ursprünglich aus Südostasien. Wird mittlerweile auch in vielen Teilen von Europa gezüchtet. Italien sehr beliebt, wo man die Mimose sieht. Schon wieder etwas gelernt. Siehst? Da ist sie, schau, da die Mimose. Nehmen unseren Bildungsauftrag sehr wahr. Das ist leider eine Blume, die ich, wenn ich sie heimgebracht habe, auch hier von einer Chaise, die ein bisschen Kopfweh gibt, die Mimose, wenn man sie aufstellt. Also bei mir ist das so. Das ist eine der letzten beiden Chaisen, die momentan auf dem Cortège umeinander ziehen. Das war früher ganz anders. Das ist jetzt eine Chaise ohne Ross. Eine Elektrochaise quasi, oder werden sie von... Nein, ich glaube, die ist elektrisch. Ja. Also da sieht man wunderbar, wie sich die Fasnacht entwickelt. Früher hast du aber noch kaum gewusst, wo durchlaufen als Trommler, wenn vor dir eine Chaise siehst, weil einfach ständig so die Rossböllen auf der Straße gelegen sind. Ah, ja, klar. Und dann ist einmal ein Ross ausgerutscht auf einem Dolendeckel vor ein paar Jahren. Sehr tragisch gewesen, dann ist die ganze Thematik mit dem Tierschutz gekommen. Und das hat dazu geführt, dass es am Aussterben ist, ja. Das Gefährt. Oder man macht es innovativ wie die Herren und Damen hier und sagt, Rösser brauchen wir nicht, wir können unsere Chaisen auch einfach elektronisch antreiben lassen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich einfach eine elektronische Chaise. Ja. Und so ist das natürlich auch in Zukunft noch möglich. Man ist sich aber glaube ich, schon einig, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, die Rösser durch den ganzen Zirkus da durchzuführen.
Das ist es so. Ich bin als Ross-Fan ein bisschen wie ambivalent. Natürlich war man es gewohnt gewesen und es war etwas Schönes gewesen. Ich habe das Gefühl, die Ross sind das auch gewohnt gewesen. Aber die Fasnacht ist auch lauter geworden und es sind mehr Leute dazugekommen, vielleicht als früher. Und darum ist es eine Entwicklung, die man, glaube ich, einfach so muss akzeptieren muss. Aber schön, dass es auch noch ein paar machen und das mit Überzeugung. Sind aber von diesen vielen Schäsen früher jetzt gerade noch 2 mit Ross unterwegs. Wie wird man Ross-Fan? Einerseits vom Namen. Philipp heisst Phil Hippos, der Pferdefreund. Also. Und mein Großvater hat Ross und hat auch Kutsche und darum sind das tolle Tiere. Aber reiten kann ich nicht. So weit bin ich dann doch nicht gegangen. Hier wieder Wackis bei dem, was sie am besten können. Einfach Räppchen in die Leute rauspfeffern. Diesen Leuten macht das aber offensichtlich Spass und gar nicht aus. Und hier kommt, was ist das? Die Elefanten haben wir vorher mal gesehen. Das ja, ist genau, kurz im Bild. Ein Hase als Vogelscheuche. Vielleicht finden wir das nachher noch raus, wer das genau ist. Ja, wir sind immer noch am Anfang der 3 schönsten Tage, eigentlich, wenn man so will. Der Montagnachmittag mit dem ersten Cortège von 2. Der zweite ist dann am Mittwochnachmittag. Und ich habe gerade auf die Uhr geschaut und bin verschrocken, es ist kurz vor der 4. Also wir sind noch gut etwa eine Viertelstunde live hier auf SRF 1 am Cortège mit dabei. Gefühlt bin ich erst jetzt langsam warm geworden. Das dürfte von mir aus jetzt noch länger gehen. Aber das ist eben auch, gehört auch zu der Fasnacht. Eigentlich mit dem Morgenstreich ist so der Moment, wo es schon langsam zu Ende geht, oder nicht? Nein, sie hat immer so etwas Sterbliches an sich. Aber ich glaube, das ist das Schönste. Sie kommt ja jedes Jahr wieder. Ja. Aber sie kommt jedes Jahr wieder und man hat dann erst sehr viel Zeit, um das zu genießen. Ich glaube, wir dürfen nicht zu fest ans Ende denken, weil das kommt dann noch früh. Ja, da sagst du etwas ganz Wichtiges, das stimmt. Darum ist das Sujet, das Motto der Fasnacht auch so schön, bleibt verspielt. Wenn man es von der Kinderseite aus anschaut, bleibt mehr im Moment und blendet vielleicht auch das ein bisschen aus, was auf der Welt gerade ein bisschen schwieriger ist. Oh, da sehe ich 3 Buchstaben von einer ganz bekannten Clique von der VKB, der Vereinigten Kleinbasler, hier mit dem Wagen. Traditionell auch der Wagen immer dabei. Das ist die alte Garde, die diesen Wagen hier mitzieht. Das ist ihr ganz berühmtes Uli-Kostüm. Und sie haben auch, das haben wir schon bei der Mucketatsch und ihrem Schiff gehabt, Basel hat eine Reihe von Grossanlässen organisiert und durchgeführt. So eine organisatorische Meisterleistung bringt nur Basel an. Also auch sie sagen, wenn sich die Stadt anstrengt, dann kann sie eben schon etwas machen, auch in kurzer Zeit. Mhm. Hier haben wir wieder eine alte Garde, und zwar auch von einer Stammklicke im Barbara Club. Und was spielen die aus? VPCB Velopolizei Basel ab in die Kiste. Da wird es wahrscheinlich um die regelmäßigen Velodiebstähle gehen, die in Basel wie in anderen Städten auch passieren. Da haben wir die pfeifen, die trommeln als Veloflix mit der französischen Polizeiuniform an.
Und bei Altengarten kann es dann vielmal passieren, dass du fusionieren musst irgendwann. Dann nämlich, wenn du zu wenig wirst. Das sieht man immer wieder mal. Oder dort sterben die Leute entweder aus, oder dann sagen sie mit 80, du, ich mag im Fall nicht mehr 3 Tage am Stück Fasnacht machen. Und dann muss man sich irgendwie anfangen organisieren. Und vielmal geht man dann mit einer Altengarten von einer befreundeten Clique zusammen. Weil das ist dann irgendwann nicht mehr lustig, wenn du nur noch zu 8 Fasnacht machst. Klar, gewisse Gruppen musst du haben. Toll, dann so Vereinigungen. Auch hier BMG Runzeln, das ist die alte Garde von der BMG. Kann vielleicht sein, dass die gerade hintereinander laufen oder dass sie sich dann vielleicht auch in den Beizen annehmen, weil sich die, oder wenn die 50, 60, 70 Jahre Fasnacht machen, dann kennst du die dann auch irgendwann mal gut. Wie schön ist das? Und dann macht man vielleicht sogar so halb gemeinsam Gortes, indem man einfach hintereinander läuft. Da hat man unter Umständen dann auch Muskelkater am Oben, wenn man die ein paar Mal schwingt. Ich glaube, da brauchst du jeden Muskel, wenn du so eine Rätschi betätigen. Aber der Klang, den sie gibt, ist natürlich toll. Unglaublich laut, wenn man gerade daneben steht. Das ist ja so. Boulevardfritzen haben wir hier mit ihrem Wagen. Die werden etwas mit Baustellen ausspielen. Das ist nicht in Basel-Stadt ein ganz grosses Thema. Man hat das Gefühl, von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr gibt es alles wie mehr Baustellen. Ist, glaube ich, ein Sujet, das man immer wieder holen kann, weil wir haben eigentlich toujours Baustellen hier in der Stadt, oder nicht? Ja, aber ich finde dann, das ist es noch schlimmer. Darum kommt das wahrscheinlich so regelmäßig. Ja, weil das ist ja so. Toll, der Moment, wo man die Perspektive hat, vom Wagen oben runter. Jawohl, gut. Triff in der Tasche. Der sollte Basketball spielen, hast du das gesehen? Ja. Mit einer Orange in eine Einkaufsgurke reingetroffen, aus 3 Metern entfernt. Ja, schön. Zum Glück ist weich, gell? Ich finde das super, die Interaktion mit den Wagenklicken, eben die Waggis, die so viel beisteuern, auch, eben, dass man gerne an die Fasnacht kommt. Früher ist man ja als Waggis ja auch noch in die Beizen gegangen. Macht man, glaube ich, heute nicht mehr so viel. Das typische Intrigieren, was war das genau gewesen? Das kommt aus einer Zeit, wo du wahrscheinlich auch noch gewusst hast, als Waggis, wenn du in die und die Beizen reingehst, dann sitzt der und der dort. Das hast du dich ein bisschen darauf vorbereiten. Heute, wo das alles ein bisschen gemischter ist und mobiler, ist das schwieriger. Es wird zum Teil probiert, das ist sehr löblich. Aber es hat nicht mehr den Anteil an der Fasnacht wie früher noch. Wo man sogar von Schäsen dann plötzlich aufgestanden ist, weil man gewusst hat, in dieser Beiz hockt immer der Sepp. Und dann ist man dort der Sepp zusammenfallen, ohne dass der Sepp gewusst hat, wer man eigentlich ist. Und der hat natürlich gestaunt, was der andere alles weiss über einen, genau. Und das ist so das Geld, das kennst du mich nicht. Also die Anonymität von der Basler Fasnacht sehr schön ausgespielt. Ja, ist eine Kunst natürlich. Und wie du sagst, es muss auch ein bisschen die Umgebung passen. Mhm. Also wir haben viele Sujets jetzt gesehen in den letzten 2 Stunden. Viel eben um geopolitische Themen. Wenn wir vielleicht mal schnell schauen, die Sujets, so da gibt es so eine Chart quasi, eine Hitliste von den Sujets, die wir hatten. Was fällt auf in diesem Jahr 26? Also ich habe das am Anfang der Sendung schon ein bisschen gesagt. Weltpolitik, da gehört natürlich Trump, Demokratie, Krieg, Frieden dazu. Das haben, lass mich zusammenrechnen, 58
58 Einheiten insgesamt, also irgendetwas, was Bezug hat zu dem. Und das ist schon massiv. Dann hat es noch künstliche Intelligenz und Digitalisierung, aber nur noch mit 12 Einheiten. Also der Platz 1 mit 58 zu Platz 2, 12. Das ist, habe ich selten erlebt, dass ein Sujet so breit ist. Erstaunlich in der heutigen Zeit, aber dass es so breit ist. Und was mir dann gefallen hat, ist eben, dass das nicht einfach alle gleich spielen, sondern dass wir eigentlich keine zwei Matrosenklicken gesehen haben oder keine zwei Soldatenzüge, die genau gleich sind. Also sehr kreativ. Man hat ein Sujet gehabt, hat das aber auf unglaublich viel kreative Art und Weise ausgespielt. Und eben der Basel-Bezug hast du auch immer wieder mit Baustellen. Wir haben es ein paar Mal gesehen und gesagt, ja. Das ist so Baustellen, das ist wirklich jedes Jahr. Das Jahr natürlich speziell dazu gekommen ist Biersfelden im Kanton Basel-Landschaft, wo gesagt hat, bei uns fährt man nicht mehr durch, sonst gibt es einen Buß von 100 Franken. Und dann anfangen plötzlich Hunderttausende von Franken einnehmen, internationale Medien, die darüber berichten. Das war so ein bisschen überraschend. Baustellen, das kannst du wirklich, da kannst du Geld drauf wetten, dass das jedes Jahr kommt. Aber was auch schön ist, oder, was natürlich gelustet wurde in so einem Trump-Geopolitik-Jahr, also einfach jede einzelne internationale Sache macht und dass man den Basel-Bezug dann wie vergisst. Aber es sind doch 128 Einheiten, die sich mit irgendeiner Form mit lokalen Basler Themen auseinandersetzt. Ja, Basel oder Schweiz, nicht nur international. Das ist ein bisschen, oder? Bei den Schnitzelbänklern sieht man das ja auch. Die wissen, welche Themen als gut ankommen, oder? Gerade im Fernsehen. Also wenn du dort über den Blocher einen Vers machst, ist das etwas anderes, als wenn du über den Sektionspräsident von Kleinhünigen Vers machst, weil einfach dann zum Teil praktisch niemand rauskommt. Genau. Und dort finde ich es dann auch immer toll, wenn nicht einfach immer nur Zürich, Schwoben, Blocher, sondern dass da durchaus auch weiterdenkt wird und nicht auf das Erstbeste, das auf der Hand liegt, genommen wird. Das finde ich einen wichtigen und tollen Teil an der Basler Fasnacht, wenn das einem gelingt. Ja. Schnitzelbank eben so die Fähigkeit, dass man ein Thema in einer Versform bringt, wo satirisch daherkommt, eben in Reimform und eben so auf das politische Geschehen eingeht. Sei das eben, wie du es gesagt hast, international oder eben national oder auch lokal etwas, wo die Stadt bewegt. Und wenn Sie Lust haben, auf Schnitzelbank zu schauen, dann gibt es immer wieder auch unsere Leckerli auf SRF 1. Immer um 3:45 ab morgen, am Dienstagnachmittag, sieht man die Leckerli. Sonst auch online srf.ch. Mit einer tollen Auswahl von der besten und schönsten Schnitzelbank. Ein paar letzte Eindrücke nochmal von der Mittleren Brücke. Ich glaube, wir haben wirklich Glück gehabt dieses Jahr. Es hat nie grosse Stau gegeben. Es hat nie gegeben, als einfach die Brücke leer war. Weder Leute noch Wege drauf waren, weil es so fest geregnet hat. Ja. Da ist also viel durchgekommen in der Sendung. Viel Unterschiedliches. Da könnte man uns vorstellen, was das Sujet bei dieser Formation ist. Wir wissen einfach noch nicht, wer es ist. Wieso wissen wir es nicht? Weil die Klicken nehmen meistens auf den Seitenwänden von diesen Laternen stehen. Was hinten dran kommt, ist klar, das ist Gundeli-Klicken. Das vorne ist. Das könnte die junge Garde sein von der Gundeli. Oder dann ist es etwas ganz anderes. Das ist eben von der Höhe her von der Laterne. Das sind meistens nicht so hoch. Ja, es ist die junge von der Gundeli-Clique mit der Zollwut. Jetzt sind wir aber schon beim Stamm von der Gundeli mit dem Sujet «Bu, lebst du noch oder schaffst du nicht mehr?» Das ist ein ganz aktuelles Thema. Sie sind davon ausgegangen, sie haben Leute gesucht für die Sujet-Kommission und es war wahnsinnig schwierig, einen Termin zu finden, weil alle haben noch zig Sachen, Hobby, Kinder, Verpflichtung. Und da sind sie dann so ein bisschen drauf gekommen, wie fest einem das eigentlich beschäftigt. Oder? Sie wollen das
thematisieren, wo ist Miliz, wo ist Einsatz für eine gemeine Sache noch vertretbar und wo wird es dann plötzlich mal zur Belastung. Sie haben sich dann auch überlegt, den Zug nur halb fertig zu machen, weil es ihnen nicht gelangt hat. Von dem sind sie dann abgegangen. Hat ja noch gut gefunden. Hat auch gepasst. Und sie sind jetzt hier quasi die Geister, die sie riefen. Hier ist die To-Do-Liste, zuvorderst vorne. Sie hat eine To-Do-Liste, hinten dann die Geister, die man gerufen hat und nicht mehr weggehen wollen. Das sind toll aus die Geister, die hier mit dem Wind wirklich gerade super daherkommen. Auf dem Zettel drucken sie das so aus, per Mail eine Einladung. Es braucht Antwort sofort. Per Doodle wird abgemacht, Salat oder Süppli. Per WhatsApp kriegst du dann noch den abgemachten Ort. Und die Vorfreude die teilst du dann im Instagram-Grüppli. Auch das kennen wir alle. Haben 520 WhatsApp-Chats und ich weiss nicht, ob wir die alle wirklich brauchen. Auch noch gut, die Geister, die sie bedrucken, die haben sie nur am Garten an, weil sie dort eben ein Sujet machen mussten und sie das vielleicht sogar ein bisschen belastet hat. Zu oben sind sie dann ganz anders, weil zu oben muss man sich ja nicht mehr so anstrengen und etwas haben, das dann wirklich bis ganz zum Schluss perfekt ist. Das soll auch die Fasnacht symbolisieren. Zu oben muss man nicht so groß planen und denken, man kann einfach jemandem hinten reinlaufen. Und während sich der Philipp zum x-ten Mal aus dem Kabäuschen geschlichen hat, das Mal bedauere, dass man nicht wieder irgendetwas mitbringt. Nein, das Mal geht es darum, dass wir langsam aber sicher mit der Gundeli am Schluss von dieser Live-Übertragung kommen. Man macht sich draussen bereit für eine letzte Bilanz. Von meiner Seite möchte ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und Zuschauen. Es hat riesig Spass gemacht. Es war wirklich ein kreativer Jahrgang. Wir haben viele unterschiedliche Formationen gesehen, in allen Grössen, Farben, Formen. Hier nochmal ein Überblick über die Mittlere Brücke. Und wenn man draussen ready ist, dann gebe ich dann raus. Bis dann noch ein paar letzte Bilder. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Es hat Spass gemacht. Ja, danke vielmals, Simon. Er hat es schön gesagt. Es ist wirklich eine sehr kreative Fasnacht, die hier am Laufen ist. Der Garten ist der erste von dieser Fasnacht am Mittwoch. Ja, dann wieder. Wir sind über 2 Stunden live mit dabei gewesen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich frage gerne mal schnell auch meine Kollegen vom welschen Fernsehen, der Jean-Marc Richard. Quel était ton moment préféré? Moi j'ai été impressionné par le côté créatif. J'ai trouvé que les Ballois avaient montré l'étendue de leur réflexion et c'est peut-être ça qui m'a le plus touché, avec ces lanternes qui sont superbes et aussi, j'ai envie de dire, en partageant un petit peu les préoccupations. Et je trouvais que c'était quelque chose de très particulier cette année, encore plus que les autres années. C'était vraiment très fort. Es war wirklich eine Phase, die sehr bewegt hat, sehr kreativ dahergekommen ist und das berührt. Und merci bien pour Merci, c'était un vrai bonheur. Merci. Ja, super. Fabrizio, ridi come un bambino. Esatto, come il carnevale chiede. Tra l'altro l'abbiamo detto, il carnevale è davvero una fotografia di quello che stiamo vivendo nella società. C'è tanta preoccupazione, però c'è anche tanta voglia di andare oltre e quindi di godersi uno spettacolo come quello di oggi con tanta arte, cultura e tradizione. Quindi grazie Filippo per averci portato in questo mondo e a questo punto appuntamento all'anno prossimo. Alla prossima, sì. Fabrizio, danke schön vielmals und danke auch Ihnen, wie er es gesagt hat. Es ist wirklich etwas, wo einem immer das Herz aufgeht, die Traditionen, die man pflegt, nicht nur in Basel, sondern auch in der ganzen Schweiz. Wir freuen uns, die Fasnacht geht noch gefühlt ganz lang. Erster Rennstreich dann am Donnerstagmorgen um 4 Uhr. Und die Highlights von dieser ganzen Fasnacht, die werden wir zusammenfassen im Querschnitt dann traditionell am Samstag, 5:45 hier auf SRF 1. Hat uns riesen Spass gemacht, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag noch. Dankeschön vielmals. Ciao zusammen. Ciao.
Sterne.